Hey Oli, ich glaube, wir sind on. Hey, heute zusammen willkommen zurück zum ersten Schweizer Fischer-Podcast. Fischverrückt! Ja, Mann! Heisst, es ist so lange her, ich weiß schon gar nicht, wie das Intro geht. Hey, absolut, aber ein herzliches Willkommen auf jeden Fall. Schön, haben wir wieder eingeschaltet. Yes. Es ist speziell wieder Face-to-Face da zu hocken. Ja, voll, die letzte Episode haben wir ja Remote gemacht und dann hat es, glaube ich, eine Woche haben wir jetzt ausgesetzt. Ja, es ist schon. Ja, es kommt mir ewig vor wieder. Yes, absolut, absolut. Darum, umso schöner sind wir da. Ja, es freut mich überhaupt nicht, dein Gesicht wieder zu sehen, absolut, ja. Danke vielmals. Nein. Ist viel angenehmer so, wenn man einander gegenüber sitzt, als Remote. Das ist halt einfach... Ich habe das Gefühl, beim Remote, wir müssen es ohne Kamera machen. Die Kamera habe ich nur an, dass wir uns einigermaßen sind. Aber ich konzentriere mich dann immer ein bisschen auf die Kamera. Ja, es ist einfach das stresst so, einfach irgendwie. Es wirkt einfach trocken, finde ich. Ja. So ja. Aber es gibt Podcasts, da nehmen die Leute nur so auf, weil halt die Distanz noch viel grösser ist als jetzt hier bei uns. Ja, aber das kann ich mir jetzt gar nicht vorstellen. Also, ist für mich Nein, es ist nur notgedrungen, ja, absolut. Mal nicht anders so geht. private Geschichten und was auch immer, ja. Absolut. Yes. Komm, Oli. wir haben heute wieder kein viel vor Ja. und darum würde ich sagen, wir starten mit der ersten Rubrik. Rückblick, Ausblick und Vorschlag auf den Podcast. Das ist ein richtiger Atemnotsatz. Ja. Aber weißt du was? Wir haben doch jetzt da etwas bekommen vor letztes Mal. Für den letzten Podcast schon, Gut, genau, das- dort haben wir es ja schon gesagt. Ich würde schon Du mal hast noch ihn noch nicht- probieren. du hast ihn gar noch nicht- Ich kann Ja, gar nicht probieren. Hey, und ich habe heute alles vorgehört, aber noch einmal danke vielmals für die sehr, sehr geilen Bieröffner. Ja voll, ich halte ihn da jetzt in der Hand. Sieht richtig geil aus. Fischverrückt, Oli. Yes, und mein Kleiner, also der Junior, hat auch sehr, sehr Freude gehabt. Denen. Geil. Hat er schon ein Papis Bier aufmachen? Also heute gibt es Osterbräu Amber. Perfekt. Nice, Oli. Cheers. Cheers. Oh, weißt du, was könnten wir eigentlich machen? Wir könnten eigentlich beim nächsten Podcast nicht sagen, was für ein Bier das wir trinken, sondern nur so ein bisschen in welcher Region das daheim ist, was es für ein Bier, weißt du, was für eine Art von Bier könnte sein. Und dann können die Leute raten, und wenn sie es richtig raten, dann können wir etwas rausfetzen. Okay, ja, Das wäre geil. Mal schauen, wie kreativ das die Leute sind. Ich besorge voll. uns Bier. Das ist doch gut. Ja, Nico, ich starte sonst gerade mal schnell mit der Umfrage von der letzten Episode, wo wir ja gefragt haben, nach dieser Hechtfolge, interessiert das die Leute überhaupt, wenn wir so Fisch durchnehmen? Und es war wirklich so gewesen, dass die Leute sagen, unbedingt weitere so Episoden. Also Yes. können wir euren Wunsch näher, auch schon in dieser Episode, werden wir Genau. wieder einen weiteren Fisch durchnehmen. Ich glaube, es war auch schon in den Kommentaren gewesen, der Wunsch Zander. Können wir uns sicher auch noch... Nehmen wir uns sicher gerne vor. Yes. Es ist ja auch für uns ein Benefit, weil Ja. wir tun uns auch damit befassen. Also wir schreiben ja nicht alles nur so, wie wir es kennen, sondern wir tun auch recherchieren. Habe ich beim Hecht besonders gut können. Muss ich sagen, beim Egli ist mehr so ein bisschen AI mein Helfer gewesen. Ja. Aber nichtsdestotrotz, also ich finde das immer wieder spannend und es deckt sich so ein bisschen mit den Erfahrungen, die ich gemacht habe, hat es mir gedacht. Sehr gut. Jetzt hast du bereits gerade in einem Satz verraten. Ja, siehst du nur. Wer Siehst du aufpasst nur, hat, siehst du nur. weiss, welcher Fisch das heute Gut, drankommt. tun nicht zurückspulen. Yes. Hey, und wir haben ja auch wieder Kommentare bekommen für die Folge. Ist schon durch, oder? Also ich habe noch zwei Sachen, aber mach Also. mal einen Kommentar. Gut. Und zwar fragt der Lien, zwar noch zu der Episode 6 ist das. Wow, was haben wir dort für ein Thema Hey, ich gehört? weiss im Fall nicht. Steht nur. Weißt du, vor allem ist es das mega lustig. Q&A, glaube ich. Fragen und Antworten. Bei uns ist die jetzt die 53. Yes. Folge. Und Hecht und Barsch habe ich jetzt gelesen, die ist erst die 34. Ja. Ja. Die Darum, habe ich gehört, wie darum finde ich Holland so, können wir schon sagen, ich weiss nicht, was es war, oder? Ja, absolut. Mit gutem Definitiv. Er fragt im Flussgewässer Wurm oder Madden. Vielleicht ist er noch nicht so weit, dass er jetzt die Frage kann beantworten kann, aber wenn er dann hinten noch die Episode hört. Ich würde sagen, auf Forellen dann sicher ein Wurm. Hätte ich auch gesagt. Auch für auf Egli. Ja, Ja. eher Wurmformate. Ja. Und dann ist noch eine weitere Frage, und zwar: Hey Oli und Nico vom FAM Mösch. Ich wollte fragen, welcher der beste Kretzerköder ist jetzt. Kretzer ist meines Wissens Egli im Bereich Bodensee, wenn ich es richtig im Kopf habe. Hänge mich auf, bitte. Ich habe keine Ahnung gehabt, darum habe ich auch Nico gefragt, Falls meint er? das so ist, ich würde sagen, am besten gang in den lokalen Fischershop, weil die wissen, was am Gewässer läuft. Einfach. Und sonst, mit Zurich machst du sicher nicht falsch. Und so einen Quadra oder ein
ein Creature Bait, also ein Shrimp oder etwas, denke ich. Ja, und Farbe und Form ist, oder Farbform und Größe ist eigentlich ein bisschen gewässerabhängig. Ja, und sonst ganz gut in dieser Episode aufpassen, ich glaube. Da kommt noch einiges zusammen. Yes, genau. Dann ist noch die nächste Frage. Und zwar vom Laurin W. Der hat noch gefragt, die Frage hat er zwar auch schon beantwortet über Spotify, aber er hat noch gefragt, was meint ihr eigentlich mit Mäusköder? Und da vielleicht noch zum Klarstellen, mit Mäus meinen wir Köder, die eigentlich Miuras-Maus ähnlich sind, also die so einen Backtailkopf haben. Wie es der Peter erklärt hat in seiner Folge in der, Jesus Gott, wo irgendetwas mit 40, glaube ich, ist das letztes Jahr, Anfangsjahr gewesen? Oder ist das Jahr? Ich weiß es nicht mehr. Eben siehst, wir haben so viele Episoden gemacht, ja, absolut, krass. Absolut. Aber das ist eigentlich eine Maus, wenn man vorher so den Haarkopf hat, wenn man so will. Und hinten dran haben wir nachher eigentlich den Bait, den Softbait meistens. Entweder ein Double-Tail-Twister, ein normaler Twister oder ein Paddle-Tail. Und das ist eigentlich so eine Kombi. Ja. Genau. Dann hat der Lorenz noch eine kleine Erläuterung gemacht zum Kundelfingerhof, den wir ja angesprochen haben. Sehr gut geschrieben dort, dass dieselben Regeln gelten wie auch in den öffentlichen Gewässern bezüglich der Entnahme. Also, ja, lasst es durch, könnt euch informieren, wenn ihr Fragen habt, unbedingt anrufen. Also die Leute sind easy dort, sind ganz coole Nasen. Yes, that's it, von mir aus gesehen. Gut, dann habe ich noch 2 Sachen gesehen. Einfach noch Challenge, die wir letztes Mal gemacht haben mit Fischraten. Das ist, glaube ich, sehr gut angekommen. Ich habe das Bier noch nicht bekommen. Wir haben das Bier noch nicht. Ich muss sagen, ich habe den Köder auch noch nicht verschicken. Tut mir leid. Also, ja, ich bin die letzten 4 Wochen krankgeschrieben gewesen. Ich musste das Bein schonen. Ich konnte mich nicht gross bewegen. Darum auch nicht gross im Fischladen können. Aber der Kunst, die Skeleton ist natürlich noch über. Aber ich wollte sagen, die Challenge ist sehr gut angekommen. Mega. So Games, glaube ich, werden gefeiert. Nico, müssen wir uns etwas überlegen. Oder auch wenn ihr Ideen noch habt, so zum Minigames da in spielen, hättet ihr mir Lust drauf. Also unbedingt. Absolut. Also unbedingt durchgehen, so Sachen. Wir machen da gerne mehr. Ich finde es mega nice. Hat richtig Spass gemacht. Und die nächste Challenge haben wir eigentlich auch schon, die wir schon länger machen wollen. Ja. Müssen wir auch noch schauen, wenn es mal zeitlich aufgeht, wenn wir das vielleicht mal am einem Abend so machen können oder am Weekend oder etwas. Oder wir spielen es halt unabhängig voneinander. Das finde ich so ist auch nicht lustig, aber ja. Ja, und so kann eben der eine filmen und der andere rühren. Und ja, logisch. Oder? Das ist so ein bisschen, ja. Aber wir werden noch irgendetwas machen, das haben wir sicher noch vor. Absolut. Dann ist noch die YPC-Folge offen, wo wir uns auch mal dahinter kommen. Ja, voll. Vor allem mit dem Termin, wenn wir das machen. Ja, das wäre auch noch etwas. Ja. Sonst ist, glaube ich, nichts mehr offen von der letzten Episode. Ne? Ich glaube nicht. Halt immer noch unsere Jahreschallenge. Das ist immer noch das Thema. Dort bin ich leider noch nicht weiter. Hey, ich auch nicht. Ich habe es probiert. Aber ja. Yes. Würde ich sagen, gehen wir in die nächste Rubrik. Meine Woche, deine Woche. Aber haben wir eigentlich schon gesagt, um was das der Podcast geht? Ich habe es ja nur so versteckt, so by the way gesagt. Ja, aber du hast es eben 2-mal gesagt. Wirklich? Ja, es ist mir aufgefallen, dass du es... Ja gut, okay. Und ich habe ja gesagt, also? wo es um den Kretzer gegangen ist, wäre jetzt aufpassen. Also, ja, stimmt. Ja, eigentlich kann man es erraten. Stimmt. Wenn Kretzerregel ist. Ja, wenn das stimmt. Könnte man echt googeln, aber... nein, wir gehen Nein, wir gehen jetzt weiter. Also, Oli, willst du anfangen? Nein, eigentlich nicht. Eigentlich nicht, also gut. Richtige traurige Woche hinter mir. Also. Ja, ich habe es letztes Mal erzählt, ich glaube im letzten Podcast bin ich ja noch das MRI machen. Ich habe mir irgendeine Quetsche geholt von den Weichteilen im Knie und irgendeine Knochenverletzung im Knie. Und ja, das hat mich jetzt gezwungen, 4, 5, ich glaube es ist schon die 5. Woche zum Zuhause sein. Habe das einfach schonen, Physio machen, was man bei so einer Sportverletzung darf machen. Darum nichts mit Fischen. Also es juckt mich in den Fingern wie schon lange nicht mehr. Es ist ganz schlimm, finde ich. Das ist ganz wie schlimm. lange bist du noch krank? Ich darf diese Woche 50% arbeiten. Ja. Aber es ist halt so, ja, gehst und schaust mal, wie es so geht. Ja. Eben, ich habe halt nicht einen Bürojob wie jemand anders. Ich brauche meine Füße in meinem Alltag. Und dann ist halt, ja, ich habe schon gemerkt, wenn ich bei mir noch schon mit der Kleinen irgendwie mal im Vollgeführt bin, ja, dann hast du schnell mein Ibo hinterher hauen für die Schmerzen. Ja, also, ja. Es ist nicht ohne. Also das Kreuzbandreissen war angenehmer gewesen. Ja. Darum, ja, ich hoffe,
dass ich bald wieder fischen kann. Ja, Muss. okay. Ja, auch nicht so good news, hä? Nein, eben, Kajak habe ich dieses Jahr gekauft. Ich habe Trampeln kann ich zurzeit nicht. Das ist auch nicht mit Kajakfischen zurzeit. Also, es nervt mich extrem. Ja. Ja. Ihr wisst alle, wie es ist, wenn wir nicht fischen können. Das ist so. Und wenn ich noch weiss, wo du warst, nervt es mich gerade noch mehr. Aber im Haus alles ready soweit, alles gut? Im Haus ist alles okay, ja. Perfekt. Das ist die Hauptsache, Gell? das ist schon mal viel wert. Muss ich da noch schnell ein bisschen... So, jetzt viel besser, ja, viel besser. So, ist das eigentlich schon gewesen von deiner Woche? Hey, das war meine Woche. Langweilig, ey. Gell? Aber dafür habe ich ein bisschen Spannung für dich mitgenommen. Das ist super. Und zwar bin ich ja relativ spontan auf Holland. Darum ist auch die Episode jetzt eine Woche verspätet. Ich habe am Freitag um 3:30, also 15:26 habe ich das Telefon bekommen. Wir gehen am 10 Uhr auf Holland. Heute Abend. Geil. Da habe ich die Sachen gepackt und der Frau gesagt, hasta la vista, Baby, oder wie man so schön sagt. Ich bin eine Woche weg. Und da sind wir losgefahren. Der Grund für die Verspätung oder für die Kurzfristigkeit, geplant war es schon länger gewesen, eigentlich, aber es war immer auf der Kippe gewesen, weil der Kollege ein neues Boot bekommen hat. Das Finval 555 Sports Angler mit einem 200 PS V8 Mercury Motor. Sehr, sehr geiles Boot, komplettes Garmin-Setup, 9017 vorne, also die 90er-Serie, die neueste GPS-Map. XSV mit 17 Zoll Bildschirm, also das ist ein verdammter Flatscreen, das ist ein Flatscreen da vorne und hinten dran ist 9013. Und natürlich LVS 34 drauf, GT 56 UHD. Und der Zusammenbau ist ziemlich... Also das Boot ist mal später gekommen, als geplant war. Da reden wir von irgendwo roundabout 5 Monaten. Spät? 3 Monate spät. So. Okay, ja. 5 Monate gesamte Wartezeit. Dann ist der Motor, der Mercury, ist der falsche noch gewesen. Es ist ein Kurzschaft bestellt worden mit einem Kit für das Umbauen auf Langschaft, weil das Boot eine Langschaft braucht. Dann ist aber das Problem gewesen, dass die Welle nicht gepasst hat für die Langschaft. Das heisst, am Montag hat er noch schnell Hebkleppen einen neuen Motor bestellen. Der ist dann am Donnerstag angekommen. Und dann ist dann aber die Schaltung, also der Ganghebel, das Gas nicht angekommen. Und das ist dann am Freitag angekommen. Und dann hat er gesagt, ja, wenn es am Freitag bis um 1 ankommt, dann kann es so verbaut werden und so. Und dann haben wir um 3:30, also 5:45 dann geschrieben, hey, ist alles safe, wir haben es. Und er geht dann gerade aufs Wasser, ist dann am 8. Ja, plus minus um 8 Uhr am Abend ist er auf den Zürichsee, das Boot einwassern. Er ist dann noch alles einlösen, schnell, gell? Und du kennst schon wie die Ämter, wie zuverlässig das die Ämter sind. Hat es dann noch können einlösen und hat dann provisorisch den Ausweis bekommen für das Boot. Und haben wir dann, ich bin dann am 10 Uhr bei ihm gewesen, beim Kollegen, natürlich mit der Vollpackung, gell, schnell gepackt. Dann hat er mir gesagt, hey, es wird ein bisschen später, wir müssen jetzt erst Auswassern und so. Ja, und dann ist er dann gekommen, etwa auf die 11 Fänge. Dann haben wir alles ins Boot gerührt, sind zu ihm heimgefahren, erst geschickt geduscht, ziemlich etwa um 12 Uhr sind wir losgefahren. Also Boah, dann durchgebrettert. Hey, voll durchgebrettert. 10 Stunden auf Hellefeld-Lüs. Das ist nicht am Haringfleet. Ja, dort haben wir dann unser Resort, oder unser Hütchen im Europark. Übrigens sehr empfehlenswert, mega cool gewesen, sehr schön, sauber auch. Ich hatte Ameisen noch drinnen am Abend, habe dann aber sofort Ameisenfallen bekommen, nicht zu wenig, 4 Stück habe ich gerade bekommen. Ich habe nie mehr Ameisen drinnen gehabt, seidenfein. Auch die Rezeption mega cool, also sehr, sehr nice. Preislich auch völlig human, jetzt für die, also am Samstag sind wir dann angekommen, bis am Sonntag drauf in einer Woche. So. Und wir haben, glaube ich, etwas um die 700 Stutz insgesamt gezahlt. Das geht ja noch, ja. Bin mir nicht ganz sicher. Oder pro Person, ich bin mir nicht ganz sicher. Ja, und dann sind wir aufs Wasser. Natürlich eben durchgezogen, den Tag. Dann auf dem Wasser sind alles relativ heavy gewesen. Das Wetter hat zwar mitgemacht, ich habe mir einen schönen Sonnenbrand an den Arm geholt. Haben aber schön Egli gefangen. Das erste Egli, das ich gefangen habe, war glaube ich ein 42er gewesen. Der Kollege hat eins gefangen, ein 48er als erstes. Das war der erste Fisch, den wir im Boot hatten. Und dann, geiler Start, Mega. Dann sind wir, der eine hat dann noch einen Hecht gehabt, beim Hechtschmeissen, das war plus minus ein 80er gewesen, 70, 80 umeinander, hätte ich jetzt gesagt. Dann haben wir dann die ersten 3 Fische draussen gehabt, sind dann liegen, relativ zeitig, am Morgen auf. Und, also es war eine crazy Fischerwoche, die wir hatten.
Ist ja Predator noch gewesen. Die ist aber auf dem Haringfleet und Hollandsdieb. Wir sind aber aufs Volkerrack gegangen. Ja. Einfach um dem ganzen Wind ein bisschen davon zu kommen. Sind dann am Tag darauf, am Morgen raus, irgendwo um die 7 Uhr auf, so 8 Uhr raus. Und haben dann gefischt, haben dann sogar in die Nacht, ich glaube, dann haben wir schon eine Nachtsession gemacht, bis am Morgen um 7 Uhr wieder. Oder bis um 8, 7, 8, wo wir wirklich sind, scopen, Zander scopen. Ich habe dann noch mit PB gefangen, mit 82, neue Zander PB. Stark. Mega nice. Und dann sind wir liegen bis am 2 oder so, am Nachmittag rein, sind dann wieder raus und wieder über die Nacht, weil einfach die Windbedingungen haben einfach gepasst. Es war einfach sehr windstill gewesen. Und dann habe ich den PB gefangen, genau. Ja. Die zweite Nacht habe ich den PB gefangen. Sind dann am 7 Uhr Retour. Sind dann liegen bis um 12 Uhr und dann haben wir ein paar Shore Days gemacht, ein paar Ufertage, weil es halt einfach vom Wetter her, es hat dann gekehrt, es ist dann regnerisch geworden, es ist kühler geworden, mehr Wind. Dann sind wir ein bisschen unter die Brücke gegangen und dann sind wir auch wieder bis relativ spät in die Nacht, also bis 2, 3, 4 Uhr umeinander in die Nacht. Und dann hat der Kollege sein PB gefangen mit einem 87er Zander unter der Brücke. Ganz, ganz nice. Ganz, ganz nice. Wunderschöner Fisch. Ja. Wunderschöner Fisch und das vom Ufer aus. Ohne Scope, nichts so. Wirklich einfach mit... Ja, sehr geil. Auf einen Sakamata-Chat. Ja. Von Debs ist der, glaube ich, wenn es mir recht ist. Der hat ganz speziell gefischt, der Typ. Wir sind jetzt richtig, der Kollege ist gefahren, ich bin aber zugehockt und der andere ist ein Holländer. Jos, der ist mit dem Dustin auch schon gefischt, PB-Knacker, ich weiss nicht, ob du das kennst, ob du die Serie gesehen hast. Und der fischt ganz speziell. Der hat wirklich so ein bisschen, er fischt komplett anders als die anderen. Also wenn du einen 15 Gramm Jighead mit der Strömung, einfach so leicht wie möglich, und einen 5-Inch-Köder reinhängst, dann hängt der einen 0,9 Gramm Jighead rein und einen V-Tail mit, keine Ahnung, 6 Inch vielleicht. Und dann rührt er den und lässt ihn einfach sinken und zieht ihn ganz langsam ein. Ganz langsam. Lässt ihn wieder sinken und zieht ihn dann wieder ganz langsam ein. So wie beim Pelagen, oder beim Vertikalfischen, wenn du einen Fisch anrührst, stoppst ihn und dann ziehst du ihn ganz langsam auf die gleiche Höhe ein. Hey, und das hat geprätscht. Ich habe auch einen schönen Zander noch gefangen dort, bei einer Schleuse zu. Wunderbar, also wirklich sehr, sehr geil. Ich habe sehr viel lernen dort. Und der Kollege mit dem Boot von mir, der Fabian, er kennt ihn eben schon länger. Und die treffen sich immer dort oben. Und er hat uns dann eigentlich die ganze Zeit ein bisschen mitgenommen, ein bisschen Spots gezeigt, ein bisschen gesagt, wie fischen, wie, wo, was. Eigentlich so ein bisschen Guiding, wenn du so willst, wo aber nichts kostet. Und hat dann ein bisschen Tackle mitgenommen, hat so einen JDM-Store wie der Mickey. Ja. Hat dann dort noch ein bisschen Köderli mitgenommen, noch ein bisschen Rütli und so. Wunderbar. Dann haben wir eben die 2 Shore Days gemacht. Dann sind wir mal auf die Wand heim, auf den Fluss. Wunderbar, mega cool. Er hat dann komplett angefangen zu regnen, hat sogar noch angefangen zu hageln. Und dann haben wir das Ganze abgebrochen. So nach 2-3 Stunden. Und dann haben wir beim Einwasser, oder beziehungsweise beim Auswasser, haben wir dann die Nummer vom Anhänger verloren. Dann haben wir gedacht, okay, ja gut, scheißegal. Die werden wir eh nicht mehr bekommen, die ist weg. Sind wir retour. Und dann haben wir gesagt, jetzt gehen wir am Morgen raus. Wir sind in der Zeitung liegen. Dann sind wir am Morgen um 4 Uhr raus. Hey, wir sind zuerst Egli fischen. Wir hatten keinen Biss gehabt. Dann haben wir gesagt, es ist 10 oder 11 Uhr. Jetzt gehen wir Pike grinden. Hey, wir haben bis etwa um 5 Uhr Pike geschmissen. Wir haben 3 Biss gehabt. Ich hatte 3 Biss gehabt. Und ich habe alle 3 verkackt. Alle 3 verkackt. Nicht kleben geblieben, der Sauhund. Ja, aber so geil. Du hast Weiz gehabt, bis so 20 cm unter der Oberfläche. Hey, so den Smart Sonker habe ich dran gehabt, den McMio. Hey, so geil, man. Du hast so geil können führen. Wirklich einfach Kurbelumdrehung, 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 warten. Kurbelumdrehung, warten. Das ist wirklich sehr, sehr geil, man. Und der Biss bockhart. Aber 3 Biss in so vielen Stunden. Das war dann eben das andere, wo wir gesagt haben, hey, boah, Hurenzäh. Aber du musst auch sehen, der Spot ist natürlich einer der wenigen Weitspots dort. Und der wird natürlich, komisch sein, der Boot durch ist, das andere schon in der Hälfte, oder? Dann sind wir nachher noch Zander fischen und dort habe ich Sternstunde erlebt vom Zander. Also wirklich, der Kollege hat mit dem Jigspinner reingefangen. Dann habe ich auch den Jigspinner reingehängt von der Sakura. Ich habe nichts gefangen. Einen Biss hatte ich. Habe ich nicht verwehrt. Da habe ich gefunden, was fickt euch alle, Mann. Da habe ich einen Lamelli reingehängt. In 7 cm. So Watermelon, sagen wir, glaube ich, dem. Unten grün, oben so brünlich Motorrad.
Da habe ich den rausgerührt, nichts gehabt, rausgerührt, nichts gehabt, rausgerührt, erst ins andere. Gut, okay, auf meine selber gemachte Route. Was ist es, vielleicht das 40er, das andere so. Wunderbar. Rausgerührt, nächstes ins andere. Rausgerührt, nächstes ins andere. Und irgendwann habe ich gedacht, okay, jetzt muss ich mal den Köder wechseln. Habe ich Electric Chicken Draht da von Lamelli. Ist unten pink, oben grün, glaube ich. Ganz wüste Farbe. Rausgerührt, an der losen Schnur, Oli. An der losen Schnur habe ich ihn absinken lassen. Ich habe angezogen, der Fisch ist schon gehangen. Ja. Rausgerührt, an der losen Schnur absinken lassen. Ich habe den Biss gemerkt. So geil, so geil. Hey, da habe ich wirklich Sternstunden gehabt. Der Kollege hat nachher einen Kitech hingehängt, auch so oben braun und grün. Rausgerührt, hat keinen Biss gehabt. Und nachher haben wir mal den Spot gewechselt. Und da sind wir nachher noch bis in, keine Ahnung, bis er hat noch einen Pike noch gehabt, den Jigspinner. Auch geil gewesen, auf volle Wurfdistanz, so ein 80er Pike. Da sind wir nachher noch bis etwa am 10, halb 11 sind wir dann noch pelagen. Aber da ist auch nicht mehr viel gegangen, so 70er, 80er Zander. Einer oder zwei hat es noch gegeben, war cool, war schön. Ja, und dann am nächsten Tag sind wir auch wieder früh raus, sind wir nicht mehr so früh, wir sind dann erst um 7 Uhr aufgestanden, sind dann um 8 Uhr raus. Haben auch wieder für Pike gegrindet, der Wind hat brutal zugenommen, hat brutal eingefetzt. Und da haben wir aber auch nichts auf Hecht. Und dann haben wir gesagt, hey, weißt du, komm, wir machen lieber so, wir gehen jetzt raus. Das war der letzte Tag, das war am Samstag. Wir gehen raus um 5 Uhr. Wir das Bötchen ready machen, unsere Kleider packen und alles, dass wir einfach am Sonntagmorgen noch gehen können. Aber wir gehen auf die 8 Uhr noch auf Rotterdam in die City und gehen dort noch fischen. Der Fabian hat das Bötchen geputzt und so, alles aufgeräumt. Ich habe drinnen geschwind den Shit ein bisschen zusammenpicken und so, noch ein bisschen gewischt und alles. Dann haben wir gesagt, jetzt gehen wir, sind wir etwas gegessen. Ziemlich etwa um 8 Uhr losgefahren. Nachher sind wir ein bisschen hechten in Rotterdam rein. Hat es noch ein Hecht gegeben und einen Fellbiss noch. Sind dann etwa um 12 Uhr retour gsi, liegen, um 7 Uhr vom 8 Uhr das Bötchen angehängt und wieder heimgefahren. Sehr, sehr geil gsi. Da sind wir hatten keine Nummer am Anhänger gehabt, wir sind durch Belgien durchgefahren, gell? Dann ist so wirklich wie beim Pelagen, wenn der Hecht so schön schräg drinnen steht, oder? Und du den Köder rausrührst und daran vorbeiziehst, dann kommt er, oder? Und genau so ist die Polizei an der Autobahn gestanden, oder? Wir sind einfach der Köder gewesen, oder? Wenn du so willst. Die Polizei, der Hecht, wir sind daran vorbeigefahren, die Polizei fährt raus, fährt uns hinten abpackt uns, oder? Ja. Dann hat sie gesagt, you know why we pick you up? Wir so, nein, natürlich nicht, keine Ahnung. Wegen? Ja, aussteigen, die Nummer. Nein, scheiße, die Nummer fehlt. Oh nein, so blöd, das haben wir aber nicht gewusst. Nein, Entschuldigung. Hat uns ein Zettel ausgefüllt und hat gesagt, hey, tönt doch die Nummer vom Auto, die Rücknummer an den Anhänger. So werden dann wenigstens nicht mehr rausgenommen. Und den Zettel haben wir ja, da kann ich aufschreiben, dass wir das gemacht haben und so und dass er die Nummer ersetzt. Tipptopp. Kollege die Nummer nennen da, und ich gesagt, willst du einen Kabelbinder nicht zum Fixieren oder irgendwie, weißt du, ein Mono oder etwas? Nein, das hebt, gut, tipptopp. Wir sind keine 60 Kilometer gefahren. Du siehst wieder schön, wie beim Pelagen der Hecht, oder? So drinnen steht, siehst den Schmier am Rand, gell? Und ich so, musst du schauen, Fabu, die folgen uns. Nein, warum? Ich so, musst du schauen. Nein, ich sehe es nicht. Und auf einmal überholen sie uns, schön, die sind hinter dem Boot gefahren, hast keine Chance gehabt, sind sie rausgekommen, so rausgezeigt, gell? Wir natürlich rausgefahren und nachher, so, come on, you lost your number. Und ich so, what? Nein, nicht schon. Das machen wir jetzt wirklich nicht beide. Wir haben auch noch die Hecknummer vom Auto verloren, dementsprechend. Also ja gut, aber wenn er sie nicht angemacht hat. Sie hat gehabt, er hat daran gerüttelt, ich habe es gesehen. Er hat daran gerüttelt. Er hat gezogen dran. Die ist nicht rausgekommen. Ja, es war einfach so ein scheiß Nummernblech, scheiß Nummernhalterung gewesen. Auf jeden Fall sind wir weitergefahren, sind wir auch in Frankreich gewesen, sind tanken, gell, dann schaue ich das Boot an. Ich sehe so einen Buck in der Blache und dachte, komisch. Da haben wir drauf gelangt, merke ich etwas rund. Ich dachte, das ist eigentlich nicht etwas rund sein, das ist Echolot-Halterung. Das hättest echt den Bildschirm merken, gell? So eckig. Lange unten, merke ich keinen Bildschirm. Sage ich ihm, hey, du hast sogar einen Bildschirm abgenommen für den Transport. Echt noch eine geile Idee, weil so geht er nicht runter, oder? Was habe ich? Ja, den Bildschirm abgenommen. Nein, habe ich nicht. Ich gesagt, nein, jetzt willst du mich verarschen, oder? Nein, wieso, was ist? Ich habe das Blachen aufgerissen. Alter, dein Bildschirm ist weg. Nein, das glaube ich nicht. Hey, die ganze Blache weggenommen. 2 Bildschirme, ein 17 Zoll, ein 13 Zoll und alle Routen. Cloud. Nichts mehr in der Haus. Wann? Das komplette Boot ausgeräumt. Das haben wir uns dann auch gefragt, wann. Unterdessen sind wir noch im BK essen. Da habe ich durch meinen ersten Gedanken, das war im BK, wir haben zwischen den Lastwagen parkiert, oder? So ein bisschen, ja, logisch. Ja, es war nicht dann, weil mir ist dann in den Sinn gekommen, am Morgen, wo wir das Bötchen angehängt haben, haben wir es am Strom angeschlossen gehabt, weil am Abend vorher das Echolot, die 100 Ampere Batterie durch war, oder? Da haben wir es eigentlich aufgeladen. Und ich bin unter die Blachen gekrochen und habe den Stecker gezogen. Und da habe ich noch
am Boden geschaut und habe dort einen Sakamata-Chat gesehen und habe dann eigentlich zum Fabu noch sagen, hey, du hast noch ein Bait vergessen aufzuräumen. Es ist mir schon irgendwie präsent gewesen, dass es das Bötchen aufgeräumt hat. Aber ich habe nicht damit gerechnet. Habe es ihm dann aber nicht gesagt, weil es ist dann wieder verflogen. Wir wollten alle heimgehen, wollten fahren und alles, oder? Und da habe ich ihm das erzählt und sagte er, ja fuck man, ich habe ja das Bötchen gereinigt. Am Abend, am 5 Uhr, wo wir heimgekommen sind. Und am 8 Uhr sind wir wieder gegangen. Und am 12 Uhr sind wir wieder heimgekommen. Wir sind in dieser Zeit nie zum Bötli. Und am Morgen hast du gesehen, dass der Bait unten liegt. Dann wird das in dieser Nacht passiert sein. Scheisse. Im Europark. Ja. Also deine Route ist weg? Oder Ich nicht? selber gemacht nicht. Glück Nein, gehabt. nein, ich sage das im Fall. Wow. Das wär ein emotionaler Moment. Ja, gewesen. das glaube ich. Ja. 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 Vor allem hast du ja noch nicht so viele Fische. Ja, mal mittlerweile schon. Ja, okay. Zürichsee und auch Ja, aber Zollern also weißt du, so, nicht, weil eine Saison hat sie Aber- noch nicht durchgegeben. Nein, das noch nicht. Mhm. Aber jetzt eine andere Frage. Hast du noch Bock in der Schweiz zum Fischen nach dieser Woche? Hey, ich wäre am liebsten gestern wieder raus. einfach wegen der Hecht. Einfach schön zum Hecht nehmen und ich hätte angeschlagen wie ein Sauhund. Ja, aber es läuft doch sicher nicht so wie uns wie jetzt in Holland. Es war schon Sternstunde gewesen. Für das andere ja, aber für Hecht war es katastrophal. Gewesen. Also bei uns zumindest, bei uns. Ich habe heute noch mit dem Aschi telefoniert, da hast du gesagt, ja, die Hecht hätten wir locker gehabt. Ja. Krass, ja. Es ist, ja. Aber es war geil, gewesen. Also es ist cool gewesen in Holland. Es ist geil auch vom Bötli her natürlich mit einem 200 PS Motor dran. Wir sind mit 90 übers Wasser geblochen, oder? Und das ist natürlich schon geil. Da hast du Vollkarack von Zunderschune bis in die Mitte, bis auf Eau Tong, wo wir eingewassert haben, hast du 10 Minuten gehabt. Ja. Und das ist natürlich schon ein anderes Niveau, als wenn du da mit dem 20 PS mit 30 oder 35 rumfährst mit Rückenwind und Highway, wenn du dann nur schon 10 Minuten hast bis ins nächste Dorf über am Zürichsee, oder? Ist schon gerade ein bisschen etwas anderes, aber ja, du, es ist geil gewesen. Wir haben den Klicker noch mitgenommen, oder? Und da habe ich einfach mal geklickt für jeden Fisch, den wir gefangen haben. Die, die wir am Ufer gefangen haben, sind irgendwo bei 66 Fischen umeinander sind wir dann gelegen für die Woche. Per se ganz okay. Aber es ist von alles. Es ist von klein bis... Ja, aber ist doch geil. Hauptsache Fisch, oder? Ja, natürlich. Also. Ja, nein, ich sage es ist, also von dem her ist es gut gewesen. Es ist ein bisschen unfair verteilt gewesen. Es ist wirklich unter Tag ist fast nichts gelaufen auf die Fische, die wir wollten. Am Abend ist viel gelaufen, in der Nacht ist viel gelaufen. Ja, wir sind dann auch noch gepoldern. Dort haben wir einen Hecht gehabt. Und den zweiten Tag, wo wir sind gepoldern, haben wir gar nichts gehabt. Ist halt mit dem Wetterumschwung und allem, ja, merkt es halt auch. Es ist halt nicht nur bei uns so, wo es dann zäh wird, sondern es ist dann halt auch in anderen Ländern und in anderen Gewässern, wo es eigentlich einen guten Fischbestand hat und wo die Fische rum sind. Und ich meine, die Spots, die wir angefahren haben, die haben wir alle von einem Guide bekommen, oder von einem Local. Das sind seine Heimatgewässer, oder? Der fischt seit, Jesus Gott, weiss ich wie lange dort. Oder? Ja, darum, ja. Aber easy. Du, jetzt geht es bei mir darum, zum neue Routen kaufen, neue Rollen kaufen. Scheiße. Gut, es zahlt Versicherung offenbar. Ja, ich habe jetzt alles die Versicherung angemeldet von meinem Schaden. Das bist jetzt irgendwo bei 4000 Stutz, gell? Eben, ja. Das ist halt schnell mal, oder? Das ist 200 Stutz Selbstbehalt, aber jetzt kann ich dafür für 3 Jahre shoppen, oder? Ist ja schön. Also, Ja, und ich bin, also wie gesagt, ich bin Gott froh, haben sie mir die selber gemacht, reingemuckt. Die war auch im Routenfächlein, die ist zurückgeblieben. Wahrscheinlich hat sie angeschaut und gedreht und gesehen, erkannt, ja. und gesehen, das ist kein Brand, das sie kennen. Die lassen wir drin, die können wir nicht teuer verkaufen. Hanker um meine Zeckroute, ich hatte noch Zeckroute gehabt. Also die habe ich immer noch, die haben sie mir auch dort gelassen. Die haben es zusammengesteckt. Ich habe die Route nie gebraucht auf dem Boot, die war immer halbiert gewesen. Und die haben es mir aber zusammengesteckt. Wahrscheinlich zum schauen, wie sie weddeln unter den Blachen rein. Völlig birrenweich. Aber so krass. So dreist. Ja, es ist... Ja. Yes. Das ist eigentlich so ein bisschen das. Das war eigentlich so ein bisschen von meiner Woche, ja. Haben die nicht ein Fach gehabt zum Abschließen im Boot? Es war abgeschlossen gewesen. Haben sie geknackt? Ja. Krass. Ja. Eben, ja, aber das Vor schon. 2 Jahren haben sie dem Fabian, wo ich da oben war, mit dem haben sie das Auto ausgeräumt. Da ist das Auto reingekommen, wollte aufmachen, das Auto war geschlossen, hat es aufgeschlossen. Keine Route mehr drin. Übel. Die haben aufgeschlossen, haben wieder zugemacht und wieder abgeschlossen. Es hat mich eigentlich erstaunt, dass die Köder nicht irgendwie beseitigt haben. Weißt du, dass du es gar nicht merkst. Mhm. Die Halterung vom Echolot, die haben es nicht können wegnehmen, weil die ist mit der Kontermutter noch angeschraubt gewesen, zum Glück. Ja, gleich. Krass. Ja. Das hätten wir es erst gemerkt, als wir heim sind, das Boot abgedeckt haben. So etwas müssen nicht sein. Einmal, hä? Ja, es ist ein bisschen ein trauriger Abschluss. Ja. Aber ja, du eben, wie gesagt, schlussendlich ist alles versichert. Die Geräte sind auch bereits wieder bestellt, ist eigentlich alles wieder am Laufen. Und ich bin auch froh, haben sie keinen Schaden gemacht.
Weißt du, haben sie nicht irgendwie den Teppich noch angezündet oder weiss ich was, irgendwie so Sachen, weil das Das Boot noch ausbrennt. Ja, das wäre brutal mühsam gewesen. Und gell, ist ja nicht so, dass wir das Boot irgendwie auf einem Parkplatz außerhalb hatten. He? Also das ist, musst du dir vorstellen, das ist eigentlich, der Campingplatz ist wie ein Campingplatz gewesen. Einfach überall mit so Hütchen drauf. Und das ist Aber Hütli gleich an kann ich Hütli. doppelt dort reinlaufen. Also. Nein, ja, es hat eigentlich Barrieren, wo du mit einem Bett kommst. Aber es hat Hütli an Hütli und wir haben das Boot direkt vor einem Hütli gestellt. Also weißt du, wir haben es nicht irgendwie außerhalb hingestellt, wo es nichts rundherum hat, sondern es war direkt in der Kernzone rein von dem Hütli-Dorf, in dem Sinn. Das ist crazy. Hat niemand etwas gemerkt. Ja gut, gell, hinterfragst du es auch nicht, wenn irgendjemand dort im Bus ist, denkst du, ja, das ist der Ja, natürlich. Bootsführer. Ja, oder? logisch. Ja, ist schon so. Vor allem, wenn er dann irgendwie mit Geräten zu Hause läuft, denkst du jeder, ja, das ist sinnvoll. Dass Eben, der baut es ab, ja, oder? natürlich, ja. Ja, Aber rechnest halt auch nicht damit. nein, logisch nicht. Also, Wir sind nicht direkt in Rotterdam gewesen, sondern wir sind wirklich außerhalb von dem gesamten Kuchen. Und auch von Hellevoetsluis sind wir außerhalb gewesen. Wir sind wirklich... Ja, aber du, it is what it is. Und die müssen das gewusst haben, beobachtet haben. Also weißt du, so ich Fisch habe kannst das du nicht Gefühl. einfach das Boot ausruhen. Ich habe auch das Gefühl, die müssen gewusst haben, dass wir dort sind. Oder dass ein Boot dort ist. Die müssen gewusst haben, die sind vielleicht schon mal schauen und haben gesehen, die haben Technik drauf, die lassen sie drauf. Vielleicht haben sie ein bisschen Mitleid gehabt und dachten, komm, die räumen wir erst am letzten Tag aus. Ich weiss nicht. Ja, eben, ich denke, sie müssen schon beobachtet haben. Also kannst du nicht einfach... Gehst du nicht random einfach an das Boot. Oder dann hast du verdammt Glück. Ja, absolut. Wenn du es so vorfindest, oder? Absolut. Okay, schade, ja. Yes, das wäre es eigentlich von meiner Woche, ja. Ja, aber geil, fischreiche Woche. Ist doch Mega, super. mega, ja. Dann machen wir weiter mit der nächsten Rubrik. Infos aus der Szene. Ich habe schon gemeint, du willst jetzt von deiner Woche noch erzählen, aber das ist ja... Nein. ja. Okay. Oli, let's go. Du hast keine News? Mal? Ah. Gut, ich starte mit Stucki bringt eine neue Routenserie. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Sorry, Ronny. Tonarit heisst sie. Es gibt sie in mehrfacher Ausführung. 3 bis 10 Gramm, 3 bis 15 Gramm, 5 bis 20 Gramm, 8 bis 30 Gramm. So ein bisschen Allround-Route in der Serie, wo du alles kannst befischen, würde ich jetzt mal sagen. Mhm. Bin dann sehr gespannt. Ich meinte es, in einem Stückchen YouTube-Video sieht man sie sogar beim Forellenfischen. Ich meinte es, der Benno fischt sie dort. Müssen wir mal unbedingt reinschauen. Genau, dann BKK hat neue Shirts gemacht vom Egli. Bis jetzt haben wir ja den Tuna, den Zander und Der Hecht. Hecht und den Bass. Ist ja wie beim Bulli, oder? Was wie beim Bulli? Beim Bulli. Die gleichen Genau. Piktogramme, gell? Ja. Oder Also die- ich finde jetzt, der Egli ist jetzt, finde ich jetzt nicht so geil Ja. wie die anderen Piktogramme, die sie gemacht haben. Ja. Also ich finde fast das Zander und das Bass am geilsten. Ja. Ja, ist sehr speziell, aber schaut es euch mal an. Passend habe ich einfach gedacht, heute zum heutigen Thema, ist eigentlich noch lustig. Dann YPC Bank Training, Ja, richtig. sind jetzt am Laufen, die meisten sind jetzt ein bisschen am Trainieren. Mhm. Kann das sein, dass sie jetzt das mal versetzt sind? Ich habe das Gefühl, die sind immer Anfangssaison eigentlich gestartet. Ich glaube, es ist das erste Mal, dass sie jetzt ein bisschen später starten. Oh, nein, sie hat glaube ich immer Training gehabt, Woche vorher. Aber ich habe gemeint, sie sind... immer Ich erst... glaube, haben es nicht immer, die wir jetzt schon ein paar Mal hatten, immer gesagt, ist doch scheiße, wenn man nicht gut trainieren kann, weil die meisten starten dann, wenn gerade die Saison anfängt. Mit der Gruppenphase. Ich habe gemeint, sie haben immer eine Woche die Möglichkeit gehabt, es ist immer eine Woche nach der Eröffnung. Okay, gut. Und dann habe ich das verfolgt. Aber hänge ich mich nicht auf. Vielleicht ist es jetzt 2 Wochen nach der Eröffnung. Ja. Ja. Gut, sind wir gespannt. Aber es ist Teilnehmer gleichzeitig. weiss ich gar nicht. Ich weiss Wie? nur, dass Hat Teilnehmer. Teilnehmer, ich weiss nicht, wieso. Ich weiss, Enrico macht mit. Habe ich gesehen, die Story? Ja, der Roman macht auch Ja, mit. der macht auch mit, genau. Hat er uns ja gesagt. gehabt. Ja, und dann Johannes und so. Ja, ich nehme an, die üblichen, wo da... Ich glaube, wer wieder dabei ist der Jan Pusch. Der hat jetzt, glaube ich, auch lang ausgesetzt. ja, gehabt. richtig. Und der Birger ist, glaube ich, auch wieder dabei. Für Domeyer. Nice. Ja, muss ja fast, Ja. oder? Okay. Ja, gut. Yes. Sind wir dann gespannt, wenn das losgeht. Das wird Ja. dann irgendwann im Herbst umeinander sein, wenn das Ja. in Australien wieder sind. Dann der Lure. Kleidermarke. Ich weiß nicht, wer hat der eine oder andere sicher gesehen. Ich glaube, es gibt keinen, der jetzt den Lure vielleicht nicht kennt in der Szene. Sind auch an der Messe gewesen. Sie sind auch der Schweizer Sportfischmesse richtig. Macht richtig Alarm, hat richtig geile Shirts, Hoodies, Jacken, Flaschen und eine geile Kühlbag. Wird, was ich eigentlich mal sagen, er wird ein Event machen,
so ein Community-Event, wo du die neuen Samples kannst anschauen mit Grill und Chill. Das Datum ist noch nicht bekannt. Ich habe gedacht, ich droppe das da mal. Super. Wird sicher nice. Und dann kommen wir zu Soft. Genau. Ja, so Survive. Soft. SOTF, oder? Okay. Survival of the Fishes. Fishes. SOTF. Genau. Soft. Ja. Ja, der Nick hat mir vorhin im Off gesagt, er hat, glaube ich, die erste Episode geschaut. Die Aussetzung. Ja, die erste habe ich geschaut. Also 0 und 1 habe ich geschaut, ja. Ja, sag mal deinen ersten Eindruck von der Show. Es ist mehr Spiel. Also es ist... Ich habe das Gefühl, es ist mehr spielerisch und Prestige als Seven vs. Wild war. Ja. Am Anfang. Weil Seven vs. Wild, so die ersten 2, 3 Folgen, das ist wirklich noch so ein bisschen... Das war her, finde ich. Und jetzt so... Es ist einfach der Eindruck, den ich habe. Ich werde es schauen, ich werde mir es jetzt ziehen. Aber... Also... Es ist gut. Auch coole Leute dabei. Ich glaube, der Evert Ostam, der fühlt das richtig. Der kommt, glaube ich, wirklich richtig wieder in sein Army-Zeug rein. Und da tut mir Johannes ein bisschen leid. Ja, das ist wirklich die Erfahrung, wo ich sage, das ist so... Ja, Man merkt, dass du noch nicht weit bist. Also. Bei Hecht und Barsch ist es so das ungleiche Trio. Oder? Nein, gar nicht. Wirklich? Wird sich noch ganz anders entwickeln, als du ja, da bin denkst. ich gespannt, aber es mag aber es ist einfach so ein bisschen mein ja. Eindruck, den ich jetzt habe nach der Aussetzung und nach dem Eis, nach der ersten Episode. Der Eule ist für mich der Metzger, der Butcher. Mhm. Das ist für mich der würde, glaube ich, alles runterklopfen. Der würde das auch allein machen. Ja, logisch, ja. Und der würde auch so ein Schaf dort, wo man nicht würde verspeisen mit links, der würde das ausnehmen und alles. Das würde ihm wahrscheinlich noch das Zaubern in die Augen bringen und so. Nicht böse gemeint, aber ja. Die Ladies schlagen sich, glaube ich, sehr taktisch durch, habe ich das Gefühl. Mhm. Wer war noch gewesen? Der Yoshi und der Felix. Die habe ich gar nicht gross auf dem Schirm, aber ich glaube, die packen es auch. Ja gut, das ist klar. Das und der Luis noch, der Luis und Ferhat. ja, irgendwie so, ja. Ferhat heisst er Ferhat? Ja. Irgendwie so. Ich glaube, das sind ein bisschen Brüeli-Leute, aber ich glaube auch nicht, dass die abbrechen. Ich glaube, die ziehen es auch durch. Wenn ich würde jemandem zutrauen, dass die abbrechen, sind es die dann zwei. die, aber ich glaube nicht. Ja. Nein. Aber ich glaube nicht. Also, für das finde ich, ist das Format, ja, für gesagt, ein bisschen einfach. Ja, zu weich irgendwie. Nicht böse gemeint, überhaupt nicht. Ich würde es auch mega feiern, so etwas. Aber ja, ich finde jetzt auch so darum sage ich auch, weißt du, wie am Anfang, oder? Wie ich am Anfang gesagt habe, Seven vs. Wild, die ersten 3 Staffeln sind einfach härter gewesen, habe ich das Gefühl gehabt. Ja, ein bisschen rougher. Ja, genau. Für mich ist es ein bisschen zu einfach. Ja, sie sind alle auf einer Insel, klar. Man weiß jetzt seit dem Podcast von Hecht und Barsch, dass sie die Möglichkeit bekommen haben. Klar, muss sie nutzen, wenn du die Insel so gestellt überkommst. Absolut. Aber ich finde, es macht mir ein bisschen alles langweilig, wenn sie so... Sie können zueinander... Ja. Es ist nicht so, hey, wir zwei müssen jetzt hier überleben. Ja, genau. Aber das haben wir ja auch schon gesagt bei Seven vs. Wild, bei Panama, wo es das zweite war, ich meine für den Knossi und den Sascha, wo die zweite Staffel allein gemacht haben, ist es Feriencamp gewesen, nach der zweiten. Ja, absolut. Bin ich voll bei dir. Eben, ich finde auch so ein bisschen, ja, die Aussetzung mit, ja, wir haben sie ins Wasser gelassen, okay, aber es ist mir zu wenig so mit Spannung und so. Der Wow-Effekt hat wie gefehlt. Ja. Nicht der Wow, sondern der Wow-Effekt, finde ich. Ja. So, wow. Klar, ich ziehe mir auch ich finde es unterhaltsam, genau, aber es ist jetzt nicht so, dass man etwas verpasst, wenn man es nicht gesehen hat. Ich glaube, es ist mehr der Unterhaltungseffekt, du hast es richtig gesagt. Eben, ich schaue es wegen den Leuten, weil wir jetzt davon schon ein paar kennen, auch persönlich. Ja. Mehr wegen dem, aber ich finde jetzt, ja, die ganze Spannung, die du bei Seven vs. Wild, wo du mitfieberst für Teilnehmer. Genau. Ja, du bist noch nicht so weit, ich darf ja nicht zu viel liken. Nein, ja nicht. Ich finde es ist eher soft. Ja. Soft. Ja. Es ist Light-Version. Ich hoffe, sie können es in der zweiten Staffel ein bisschen toppen. Ja. Ist schon durch? Ist schon alles draussen? Nein, ich glaube, es ist noch nicht fertig, aber sie haben jetzt schon im Podcast gesagt von Hecht und Barsch, dass es eine zweite Staffel wird geben. Den habe ich auf Holland durchgelassen, da bin ich immer ein bisschen schneller gewesen. Okay, ja, sie werden die zweite Staffel sicher machen. Sie glaube am Locations inspizieren. Ja, dort muss glaube dann schon noch ein bisschen etwas gehen. Es fehlt mir so das gewisse Etwas. Das Roughen, irgendwie, finde ich. Ja, das Zeichen. Das muss ich jetzt schon schnell an dieser Stelle sagen. Warte. Nein, aha.
Nein, es hat Okay. keine Spoiler. Aber Survival of the Fishes, es geht um Fisch und bis jetzt ist sehr wenig Fisch. Okay. So. Ja. Also, Ja, du sind wir mal So. gespannt, was da noch kommt. Eben. Also ich würde sicher, wie viel sind draussen, weißt du? keine Ahnung, ich habe glaube auch 2 in der Miese. Ich habe noch 2 vor mir. Okay. Es kommt ja immer Ja. am Donnerstag und am Sonntag und irgendwie Ja. schaffe ich es einmal auch nicht ganz. Ja. Ich hoffe, dass die 2 schon irgendwie so Schweden, jeder seine Insel hat. Das wäre viel geiler. Ja, voll. Und so wirklich, hey, überlebe ich, Lesan heisst er, wo mit Lesan, wo mit dem ja, Miguel genau. Das ist so ein Team, wo du weißt, hey, die sind Underdog. Wie dort mal der Knossi. Ja, genau. Der mag es gönnen, wenn der einfach das durchzieht. Der muss keine Skills haben. Ja. Der muss von mir aus auch kein Baumhaus bauen. Der Richtig. muss einfach durchziehen. Der muss Das einfach durchziehen. sind die 2 für mich. Aber ja, wenn sie zu den anderen Teilnehmern können, ist ja klar, was passieren wird, wenn sie Not am Mann haben. Ja, logisch. Das ist wirklich schade. Ja, absolut. Aber klar, es wird um Nahrungsknappheit gehen, sie ist noch gesehen, um Wasserknappheit. Gut, das ist klar. Das ist klar, aber es ist immer noch, blöd gesagt, Deutschland. Also Das ist immer notfalls noch human, suchst das ist immer du noch immer noch human. das Meerwasser. Du, ich bin gespannt. Ja, ich bin auch gespannt, was noch weitergeht. Ja. Aber ich muss jetzt sagen, ja, es ist jetzt nicht so wie Seven vs. Wild. Okay. Und da können sie nichts dafür, du wirst es automatisch Nein, mit dem logisch. vergleichen. Ja, das ist es so, absolut. Ja gut, dann schau weiter die Episode, bin gespannt, ob deine Meinung sich noch ändert. Ja. Oder Mach nicht. ich. Will ich machen, ist keine Angst. Musst du aufholen? Ja, absolut. Hat zu viel will ich Zeit gehabt, merkt man das nicht. Ja, dann bin ich gespannt auf deine News. Ah, ja, stimmt. Hey, ich habe es vorher schon gesagt, ich habe schon das Handy zugemacht. Ich habe vorher schon gesagt, es war Predator-Tour gewesen. Jawohl. Das Leaderboard ist draussen und hänge mich nicht auf. Ich habe das Gefühl, das beste Schweizer Team ist 24. geworden von Erleben Fischen. Der Kevin und der Dario sind 58. geworden und das Aschi ist 133. Ich habe die Möglichkeit gehabt, mit dem Aschi selber noch zu telefonieren vorher, zwischen der Oli-Ankunft, klein ins Bett tun und alles ready machen. Ja, er hat gesagt, Aschi, was ist los, der Hecht hat euch gefehlt. Dann hat er gesagt, nein, so ein Zeichen, ein Egli. Ein scheisses Egli wieder. Und wenn man das Leaderboard anschaut, dann haben sie 1 Egli, mehr als 3 Zander und ich glaube 2 Egli. Ein Hecht, mehr als 3 Zander und 2 Egli. Und für alle die das so ein bisschen verfolgt haben und nicht so draus kommen, man muss bringen 3 Hecht, 3 Zander, 3 Egli. Wenn ich jetzt 3 Hecht habe, 2 Zander und 3 Egli, dann zählen nur die 3 Hecht. Und die 2 Zander natürlich. Aber ich muss immer zuerst den Fisch vorher voll machen. Das heisst, ich muss zuerst eigentlich 3 Hecht haben, dann kann ich 3 Zander fischen und dann kann ich 3 Egli fischen. Und dann komme ich die sogenannte Full Card über und den Bonus von 1000 Punkten. So. Qualifiziert für das nächste Jahr ist automatisch, wer eine Full Card hat. Also wer die 1000 Punkte bekommen hat und von allen Spezies 3 gefangen hat. Jetzt ist es aber so, es macht keinen Sinn, wenn man weiss, es ist extrem zäh auf Egli. Und dann geht man Hecht fischen und Zander fischen und hat am Schluss zu wenig Zeit für die Egli. Das macht null Sinn. Und sie haben so geschickt gemacht, sie haben Egli gefischt und haben dann als Beifang viel Zander gehabt. Sind nicht die grössten gewesen, aber sind wenigstens mal in der Wertung gewesen. Und ein Hecht mit irgendwie 62 oder so. Und der 62er Hecht hat dann halt gerankt. Das heisst, hätten sie zuerst 1,20 Meter Hecht gefangen, 1,10 Meter Hecht gefangen und noch, keine Ahnung, ein 80er Hecht oder so, wären sie irgendwo auf Platz 70 vielleicht gewesen, vielleicht 60. Aber sie hätten die Full Card nicht gehabt. Und das ist genau der Punkt, warum das jetzt auf 133 sind. Also lasst euch von dem nicht abschrecken. Hat er mir gut erklärt, Aschi am Telefon. Danke vielmals. Genau. Das ist so ein bisschen das. Und ich glaube, das geht dann auch wieder in die ganze Turnierstrategie ein, wo der Aschi und der Geier damals erklärt haben, was bei uns im Podcast waren. Beziehungsweise wo auch der Peter noch erläutert hat. Ja. Hey, ja, der Dario und der Kevin, die bei uns vor 2 Episoden da waren, haben noch ein schönes Statement auf Insta geschrieben. Sie haben geschrieben, sie hätten den Plan können verfolgen. Ihnen haben auch die Egli Mühe gemacht. Ja. Und am Schluss einfach auch die Wetterumstände. Das Wetter hat komplett Wind, Wellen, gekehrt. Regen. Ja. Das hat ihnen sehr viel Mühe gemacht und halt viel Fisch im Drill dann noch verloren. Ja. Also wir haben am Samstag, ich war am Volkerakune, das ist so ein bisschen südlicher von diesen 2 Grossgewässern. Und
wir haben Wellen gehabt. Also mit meinem Boot wäre ich schon lange heimgegangen. Ja. Aber mit dem Fabusim, es ist brutal geil gewesen, so zum Fischen, finde ich. Weil du hast gewusst, das hure Boot ist einfach stabil im Wasser. Und hey, das ist auf die Wellen gehüpft und da und gemacht. Einfach so mit dem E-Motor, schön im Driftmodus. Hure geil. Also wirklich zum Fischen. Trotz dem Regen, ich bin einer, der nicht gerne im Regen fischt. Aber es war zum Fischen brutal geil gewesen. Ich muss sagen, trotz dem Regen, trotz dem Wind. Und es ist wirklich, das Boot ist einfach drin gestanden wie eine Eins. Sensationell. Ja. Sehr geil. Ja. Sehr geil. Aber das macht halt auch den Fisch, lässt es aufs Gemüt und macht schneller zu, wenn es halt so Wetterumschwünge gibt. Und ja, dann wird es halt nicht einfacher. Weißt du, wer gewonnen hat das Jahr? No Names, glaube ich. Ja. Okay, krass. Der Ton van Ham war auch dort, der hat auch mitgefischt. Der ist auch nicht, der ist zwar, glaube ich, in den Top 10 gewesen. Dann hat der Luc Coppens auch mitgefischt. Der hat es aber, glaube ich, nicht in die Top 10 geschafft, meint ich. Bin ich mir nicht mal... Ich glaube, der Luc... Ah nein, der Jelle de Jong. Jelle de Jong ist schon dabei gewesen, genau. Also, gewonnen hat der Daniel Celeda und der Richard Archer. No Names, also ich kenne es nicht. Auch kein Brand dahinter? Nein, ist kein Brand dahinter. Die sind die Ersten, die haben einen Meter 12 Pike gehabt, einen 84er Zander und ein 49er Regli, so einfach on top. Ja. Dann, wer kennt man noch? Man kennt von Westin den Ton van Ham mit dem Kevin Hoppenbrauers. Ist 9. geworden. Aluminiumboote. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Habe ich auch schon gehört. Die sind 10. Nace mit dem Roberto Westhoff und dem Marco Meister sind 11. Team Mercury. Ja, die sind 13. Dann haben wir BFE mit dem Kevin Stey und dem Pierre Jonen. Die sind 17. LMAB, der Mario Singh, der Norman Stapel sind 19. Die haben alle eine Fullcard gehabt. Ja. Team Mercury 4 und Lawrence mit Miele de Jong und dem Mitchell Kröse. Keine Ahnung, wie man es ausspricht. Die sind 20. Diver Germany, der Bart Mille und der Adrian Plüss sind 21. Dann haben wir Pantaenius, ja, die sind 22. Erlebe Fischen, Mario Ziemann und dem Chloe Leuenberger. Der Chloe Leuenberger ist sicher ein Schweizer. Aber gratuliere an Leben Fischen. Genau, die sind 24. Mega cool. Jan Hubka und Martin Stepnika, die sind 25. Ja, und es sind relativ viel. Der Frank Bussmeier ist auch noch. Die sind erst 29. geworden. Mit dem Daniel Katzorek. Ja, das sind echt so die man kennt. Hat schon noch ein paar mehr, aber die sind sehr übers Feld, also wirklich quer übers Feld verteilt. Also wieder eigentlich schwer gewesen, das Jahr zum Fischen, he? Ja. Es ist wieder zäh, aber eben, es war ein geiles Training, glaube ich, weil wir sind ja wann sind wir abgefahren? Am Freitagabend, Donnerstagabend? Freitagabend. Sind wir abgefahren und wir sind dann am Samstag gerade aufs Wasser und dann es hat funktioniert. Du hast können piken, hast können zandern und alles. Aber eben, es ist halt dann der Wetterumschwung gekommen und ich glaube, das ist ja das, was vielen an der Predator-Tour das Kämpfen gemacht hat. Ja. Yes? Okay. Sonst News? That's it. Gut. Dann würde ich doch sagen, Oli, ich hole mir noch geschwind ein kühles Blond. Und dann gehen wir ins Thema. Du fühlst den Jingle immer noch, Ja. warte. Also. So, haben wir heute ein spezielleres Thema. Wieso meinst du? Also, ja, wir haben erst einmal so einen Fisch so durchleuchtet. Ja, aber es ist gut angekommen, darum haben wir gedacht, Yes. komm, gerade hinten drin mit dem zweiten. Und zwar geht es ums Egli. Darf man heute mal sagen, um den Flussbarsch? Ja, das musst du die Community fragen. Machen wir es da. Es war eine kleine Anspielung auf Leute, die sagen, ihr habt gewisse Trigger drin. Bei mir war es, glaube ich, wenn ich einmal Barsch sage. Barsch, Kescher, Angeln. Ja. Und bei mir ist es nice. Nur nice, fertig. Nein, noch etwas. Es gibt noch etwas, ja. Nice und... Also wenn ich es wählen wäre es Schmatzen nach dem Bier. Oder du machst schon mal so Übergänge. Vor allem wenn Gäste Also da sind. da Ja. Oder wenn Gäste da sind, sagst du, oder wenn du so, ja also, oder
Es gibt so Übergänge, die du machst. Ja. Und es fällt dir mega auf im Schnitt. Aber die Zuhörer hören das nicht, weil ich mega viel skippe. Ja, sag mir das musst du mir noch mal sagen, Oli. Ja, nein. wenn ich gerade da bin, skippe ich es. Nice. Schneiden. Genau. Zurück zu unserem geliebten Egli. Genau. Der Fisch, den ich verabscheue. Habe ich auch wieder mal in Holland gemerkt. Wirklich? Es ist einfach nicht meine Fischerei. Wir müssen unbedingt mal jetzt zusammen Egli fischen. Ich Müssen wir finde Egli machen. so ein Müssen wir geiler machen. Fisch. Es ist Und vor allem einfach für jemanden zum Beispiel, der anfangen zu fischen und dann gerade ins Forellenbuffet, finde ich, gibt es Egli genug. Ja, aber finde ich den Hecht einfacher. Ich finde jetzt, der Egli wäre jetzt viel einfacher zum Fischen. Aber ja, so ist es halt, ja, gell? absolut, absolut. Vielleicht liegt es auch daran, weil ich mehr auf Hecht ausgelegt bin als auf Egli, rein von den Ködern her. Und also vom Equipment her. Aber gut. Hey, mein Aufbau ist wieder ein bisschen gleich wie beim Hecht. Ich weiß nicht, wie es deine ist. So ein bisschen, wenn wir mal starten mit dem Alter. Hast du das auch? Wir haben sicher den gleichen Prompt eingegeben, ChatGPT, Mann. Nein, ich habe einfach nochmal. Ich habe es so gemacht. Ich habe gesagt, hey, look, ich habe das beim Hecht recherchiert. Machen wir das Gleiche über den Egli. Okay, das hast du in dem Fall auch gemacht. Stabil. Gut, aber ich habe noch 1, 2 Fun Facts und vielleicht einen Rekord, den du vielleicht nicht hast. Fun Facts habe ich auch. Ja, aber vielleicht haben wir nicht die gleichen. Also komm, ein Egli wird im Durchschnitt 6 bis 10 Jahre alt. Wow, okay, fail, ich 8 bis 12. Das ist jetzt aber lustig. Und das wäre jetzt interessant, was stimmt. Spannend, ja, absolut. Es würden sicher heißen 6 bis 12. Ja, gell? Ja, und so die größeren Exemplare sind oft so 12 bis 15-jährig. Also die größeren Exemplare, da reden wir einfach von den älteren Exemplaren. Vereinzelt gibt es einmal einen 20-jährigen Fisch, aber irgendwann sind auch die Jahre vom Egli zählt. Was hast du so gesagt, wie alt sie werden? 8 bis 12. 8 bis 12, ich habe jetzt da sogar eine Tabelle, wo es schon 17 Jahre. Ja, vereinzelt über 20 Jahre. Eben, gell? Ja. Grössere Exemplar steht da 12 bis 15 und vereinzelt über 20. Aber gut, nichtsdestotrotz, die Egli, oder das Egli an und für sich gibt es auch schon seit mehreren Millionen Jahren. Es gibt es ja nicht erst seit gestern oder so. Und es ist seitdem eigentlich nahezu unverändert. Das zeigt auch, dass der Fisch so einen Körperbau hat, der sich bewährt hat, mit der Hochrückigkeit und der flachen Flanke, wo halt doch auch eine blitzschnelle Aktion kann bieten. Und ja, zählt zu den erfolgreichsten Raubfischen von Europa. Mhm. Ich will noch ganz schnell einhängen, einfach so ein bisschen, dass ihr auch einschätzen könnt, wie gross ist so ein kleines Egli. Yes. Wenn es 2 Jahre alt ist, ist es so 12 cm. Bei 4 Jahren ist es vielleicht schon auf 20, 6 Jahre 24. Also es wächst so eigentlich sehr langsam. Wenn wir jetzt da so ein 14 Jahre altes Egli anschauen, ist es 36 cm. Und wenn wir jetzt schauen, am Zürichsee zum Beispiel, ich bin mir nicht ganz sicher, ich fische selten auf Egli. Am Zürichsee haben wir, glaube ich, schon Schonmaß von 17 cm beim Egli. Ist es möglich? Am Zürichsee Schonmaß auf Egli haben wir nicht. Bist du sicher? Ja, ganz sicher. Oder ist es so der uns? Ja, Egli hat irgendwo haben wir kein Schonmaß irgendwo von 17 oder 15 cm. Und wenn ich jetzt da denke, dass ein 3-jähriges Egli plus minus 15 bis 20 cm ab 3, dann man sagt ja, ein Fisch sollte geschlechtsreif sein oder einmal die Möglichkeit haben zum Ableichen. Finde ich heavy. Also wer ein 15 cm Egli nimmt, muss nebenbei noch ganz, ganz viele andere Egli haben, um den Magen zu füllen. Also. Ja, ich habe so für mich die Regel gemacht, wenn ich das so kann sagen, so ab 30 cm kannst du das Egli mal mitnehmen. Finde ich auch dann auch schon ein anständiges Filet. Ja. Vorher eben, das schiesst mich nur schon an, der kleine Fisch ja, definitiv. Zu filetieren. Ja. Meine Familie hat es gerne, wenn es filetiert ist, nicht am ganzen Stück. Ja. Darum, ja eben, was hast du da an so einem 12 cm Dings? Also hast du nichts dran. Nein. Ich habe immer gesagt, es ist zwischen 30 und 40. Genau, in dem ja. Range. Also das ist super viele, ja. Drüber ist es für mich zu gross, beziehungsweise zu schade auch. Mhm. Und darunter, ja, ist so, ja. Segli hat eigentlich in den ersten paar Jahren, du hast gesagt, es wächst sehr langsam. In den ersten paar Jahren sagen wir zwar am Egli eher ein schnelleres Wachstum noch. Ja, genau, bis zu 2 Jahren. Ist nachher aber auch stark abhängig von der Nahrung natürlich und vom Habitat, das es hat. Auch vor allem vom Konkurrenzdruck. Was ich auch sehr spannend finde. Also das heisst, anhand vom Nahrungsangebot oder vom Egli-Bestand selber, von der Grösse vom Egli, siehst du eigentlich, was hast du für einen Egli-Bestand, beziehungsweise was für einen Weissfisch- und Nahrungsbestand.
ist eigentlich noch relativ spannend. Also das heisst, wenn du viele kleine Egli hast, aber viel, dann hast du zu viele Egli drinnen, zu wenig Nahrung für die, weil die werden nicht grösser schlichtweg. Und wenn du wenig drinnen hast, aber nur grosse, dann hast du wie einen kleinen Egli-Bestand in dem Sinn. Ja. Wenn du halt alles quer aus Band ein bisschen fängst, dann ja. Vielleicht noch spannende Ansichten so. Ja, habe ich jetzt nicht genau nachgeforscht beim Zürichsee, aber würde ich jetzt sagen, haben wir viel Trupps so, lass mich aufhängen, zwischen ja, so 20, 30, so haben wir schon viel Trupps. Ja, was per se eigentlich nicht schlecht ist, aber es wären ja mal grösser. Also ich habe dieses Jahr auch 45er gefangen. Und es gehen ja regelmäßig 50er raus. Im Zürichsee. Ja. Also regelmäßig, jährlich, sagen wir es so. Nicht aber nicht wie in Holland, dass es gerade an einem Tag fährt. Ja, richtig. Richtig. Gut, das haben wir ja auch nicht geschafft. Dann hast du vorhin schon, oder noch zu etwas zu der Grösse sagen? Ist okay. Dann hast du schon angetönt mit dem Körperbau, eben der Igel ist so ein hochrückiger Körperbau, hat 2 Rückenflossen. Ja. Vorne mit Stacheln, also aufpassen, wenn ihr mal so ein Igel anlangen tut. Genau, also das ist so Stachelstrahlen. Tut verdammt weh, hat er schon ein paar Mal eins verwünscht. Ja, und die sind recht hart, die sind wirklich spitzig und hart, also die können nicht einfach so abdrücken. Dann hat er hinten eine weiche Flosse und er ist so dunkel gestreift. Jetzt mit der Farbe. Noch schnell zu den Flossen. Ja. Weißt du, was die beiden Flossen für einen Einsatzzweck haben, wenn du so willst? Also der Stachel ist für die Verteidigung und für die Jagd. Der Stachel ist eigentlich für die Verteidigung, dass wenn ein grosser Fisch kommt und das Egli frisst, dass er dann eigentlich sticht in dem Sinn und vielleicht das Egli auch wieder loslässt. Und die Hinter ist eigentlich für das Ausgleichen von der, weil das Egli so hochrückig ist, braucht es irgendwo einen Ausgleich. Und die Hinterfosse kann sie ja bewegen, kann sie ja manövrieren. Und die braucht sie eigentlich als Ausgleich, als Balance, wenn du so willst, dass es immer schön im Wasser steht und auch entsprechend kann angreifen. Und warum stellt das dann auf beim Angriff? Die Stacheln? Zum grösser wirken. Okay. Ja. Ja. Ist auch, wenn es sich bedroht fühlt. Dann haben wir Bauch- und Afterflossen, die meistens rot bis orange ist. Bei den einen Gewässern sind es eher rot. Weißt du warum? Nein, wegen der Krebsen sehr wahrscheinlich. Oder? Wegen der Nahrung, wegen der Nahrung, genau. Je mehr Krebsen als fressen, umso rötere Flossen haben sie. Wegen Karotin in den Krebsen rein. Ja. Das schlägt sich auf die Flossen. Dann hat er grosse Augen, weil er ist ein Sichtjäger. Kleine scharfe Zähne. Für uns Menschen jetzt nicht so... Schleifpapier. Nicht so schlimm wie zum Beispiel ein Hecht, den wir letztes Mal oder hatten. das andere, ja. Genau. Noch geschwind zu den Augen. In den Augen hat das Egli Stäbli. Ja. Und die Stäbli, das sind spezielle Bestandteile von den Augen. Ein Zander hat auch Stäbli drin. Und ein Zander kann mit diesen Stäbli UV-Farben wahrnehmen. Das Egli aber nicht. Das Egli sieht UV-Farben nicht als UV, wie wir es sehen, sondern irgendwie wahrscheinlich anders und es löst einen gewissen Reiz aus. Also das Egli, so wie auch der Hecht, beim Hecht bin ich jetzt auch nicht sicher, aber das Egli weiss ich, habe kein UV gesehen. Das findet ihr auch in den Büchern von Dr. Ketch. Die haben Egli auseinandergenommen und seziert und geprüft und Studien gemacht etc. Und die können UV-Farben nicht in dem Sinne als UV wahrnehmen, aber wie sie es wahrnehmen, das ist nicht wirklich dargelegt. Es kann gut möglich sein, dass wenn ihr Chartreuse anhängt, die hart UV-farbig ist, dass oder Motor Oil mit UV drin, dass Egli das als grün, als gelb, als violett, als schwarz, als weiss ich was wahrnimmt, aber nicht als Motor Oil UV, beziehungsweise nicht das UV selber. Einfach so als Klammer bemerken. Ich finde das immer wieder spannend oder einen wichtigen Input. Das Egli hat ein vorstellbares Maul. Das sehen wir ja vielfach, wenn man das Egli hat, oder? Und wenn ihr ein Egli habt, bitte, macht mir den Gefallen, macht am Egli den Gefallen, hebt es nicht nur mit 2 Fingern an der Lippe und tun sie so umknicken, dass es einfach so hängt, sondern hebt es an der Lippe, vor allem bei den grösseren Egli, könnt ihr es an der Lippe heben, aber denkt daran, jeder Finger, jeder Hautkontakt, der im Maul von einem Egli ist und dort hinten geht, ist einfach immer wieder eine Gefahr für Verpilzungen. Wenn ihr das Egli schon horizontal heben, dann tun sie stützen
mit der anderen Hand. Oder, wenn es ein kleines ist, nehmt den Zeigefinger. Aber die tun es nicht einfach nur so, ja, wie sagen wir dem? So respektlos fast heben. Also, weißt, man sagt den Bassgriff, oder? Der Bass. Ja, genau. Bass Ja, so ja, im genau. Mund genau. Und die tun es nicht einfach so umknicken und heben. Und die tun es auch nicht einfach in der Länge aufziehen, weil so könnt ihr gewisse Sachen auch verreissen. Sondern die tun es immer mit beiden Händen heben und stützen es am Bauch ab. Das ist einfach für mich ein Anliegen. Oder halt die grösseren Egli kannst du gut auf deine, also deine 4 Finger genau. Abstützen und so präsentieren, wenn Richtig. du das Foto Exakt. Oder halt auch mit beiden Händen heben. Ja, aber das Egli kannst du gut abstützen, wenn du es mit dem Bauch gut draufstellst. Richtig. Noch nice to know, Egli saugen Beute an, also sie schiessen nicht drauf los wie ein Hecht, sondern sie saugen sie ein, eigentlich wie ein Zander. Und darum ist es auch beim Biss, merkt ihr auch, wie ein leichtes Tock, nicht so extrem wie ein Zander. Der Zander, der saugt sehr, sehr viel Wasser ein mit seinem Maul. Das Egli ist nicht so kräftig, was das angeht, aber sie saugen auch und das merkt ihr dann schlussendlich auch im Köder. Dann von der Zähne her, es hat es also nicht nur im Maul rein, sondern auch auf der Zunge und im Gaumen, also im gesamten Bereich. Die Funktion von diesen Zähnen ist nicht irgendwie zu zerschneiden. Darum fischt man auch viel mit Fluo auf Egli und nicht irgendwie mit Stahl, sondern es ist wirklich einfach das Festheben von der Beute. Seitenlinienorgan haben natürlich die Egli auch und mit dem tun sie Druckwellen und Vibrationen wahrnehmen. Können eigentlich durch das Beutefisch orten oder halt eben auch den Köder orten und vor allem, was ich noch spannend finde, sie können die Schwarmbewegungen koordinieren anhand vom Seitenlinienorgan. Und natürlich auch bei einer schlechten Sicht, wenn es ein Sichträuber ist, aber auch bei schlechter Sicht mit die etwas essen, können die über das Seitenlinienorgan eigentlich jagen. Mhm. Genau. Ich habe dann noch Skelett und Muskulatur. Du bist schon im Laichverhalten. Ja, ich bin, oder noch Jagdverhalten, aber noch nicht, mach Körper auch weiter, ist gut. Okay. Das Egli hat eine sehr kräftige Muskulatur, darum ist das Fleisch relativ fein von einem Egli. Es ist sehr fettarm. Sie können sehr schnell beschleunigen aufgrund von dieser Muskulatur und sind auch deutlich ausdauernder als Hecht. Das habe ich spannend gefunden, der Punkt. Weil der Hecht ist für mich so der Top-Predator bei uns im Gewässer. Barsch können aber lang aktiv jagen und vor allem auch grosse Distanzen zurücklegen. Mhm. Und sie haben einen sehr stark dehnbaren Magen. Das heisst, ein 40er-Egli frisst also problemlos einen 10 bis 15 cm langen Fisch. Leute, hört auf, kleine Fische, wenn ihr auf Big Fish wollt. Gut. Ja, du hast schon vieles gesagt über das Jagdverhalten vom Egli. Eben, er jagt im Trupp oder im Schwarm. Das ist sehr auch aktiv. Dort ist halt auch viel so, dass es Futterneid gibt. Vielleicht hat er wegen dem auch länger Ausdauer, weil halt, wenn einer mal einen Köder attackiert hat und nicht verwünscht hat, kommt der nächste. Und dann, wenn der nicht verwünscht hat, kommt wieder der nächste. Also da wird kein Respekt vor dem Essen vor dem anderen gemacht, sondern da wird einem das Essen vor dem Maul weggeschnappt. Nicht nur das Essen, sondern wenn einem der andere nicht passt, dann wird halt der andere verschlungen. Das kommt auch noch dazu. Eben, du hast jetzt schon ein paar Mal betont, warum die Augen so wichtig sind. Eben Jagd mit den Augen, also das, was man sieht. Und besonders beim Egli, jetzt gerade in die Jahreszeit, wo wir kommen, ist meistens Morgen und Abend, wo sie sehr aktiv sind und im Schwarm jagen. Und man sieht auch, wie sie die Speisli oder sonst den Beutefisch wirklich an die Oberfläche oder an das Ufer treiben. Richtig, ja. Absolut. Da gilt vielleicht noch zu sagen, sie treiben die Beutefisch zusammen. Mhm. Das habe ich ja schon ein paar Mal beobachten auf dem Live-Sonar. Jetzt vor allem gerade diese Woche in Holland, wo du eigentlich schön den Beutefisch gesehen hast. Du hast Speisli gesehen oder einfach Baitfisch. Und da sind die Egli gekommen und die haben wirklich die Fische zusammengetrieben. Und da habe ich einfach mit der Rute aus der Hand rausgelegt, habe den Geber genommen, habe rumgeschaut. Und da siehst du wirklich, wie die agieren und wie der Baitfischschwarm, dort wo die Egli kommen, wirklich komplett retour geht, gegen innen, ins Schwarminneren. Und da kannst du ein bisschen umschauen und da passiert es von dieser Seite auch noch eins. Das ist natürlich nie ein 360er, also ein 3D-Ansichtsbild, aber kannst du dir eigentlich ziemlich gut vorstellen, wie das funktioniert. Sie zusammentreiben und nach der Zeit wechseln und irgendwann macht es zack und dann kommt der Angriff, oder? Und dann brodelt es dann geschwind. Typische Angriffe sind vom Egli von unten oder von der Seite. Mhm. Meistens aus dem Schatten.
Und sie sind sehr, sehr opportunistisch. Das heisst, gefressen wird, was leicht verfügbar ist. Das ist so, ja. Ich bin jetzt da zwar schon im Fressverhalten rein. Ja, mach. Bevorzugte Nahrung ist so ein bisschen Kleinfisch, Krebsli, Insektenlarven und Würmer. Mhm. Und vor allem beim Egli ist Kannibalismus sehr ein grosses Thema. Das passiert recht häufig. Und Egli sind ja immer in diesen Schulen unterwegs und die Schulen die werden immer kleiner. Ist natürlich auch aufgrund von der Abwanderung, aber auch die fressen sich selber. Was man zwar gemerkt hat, oder was man, wenn ich es richtig im Kopf habe, aus dem Buch noch geblieben ist, dass sie sich in diesen Schulen nicht kannibalisieren. Das heisst, nur wenn, oder in diesen Trupps oder Gruppen, wie man dann sagen, sie sind die Schulen, sondern dass man eigentlich nur die anderen, ich sage es mal in Anführungszeichen, die Fremden in dem Sinne auffrisst. Also so eigentlich Gangverhalten. Wenn du so willst, ja. Wenn ich es richtig im Kopf habe. Ist aber auch nicht so, dass ich alles super gut weiss. Ja. Ich habe mir da einfach dann dazu aufgeschrieben, eben, dass der junge Egli, da reden wir von dem kleinen Winzling, eben, dass der sich von Zooplankton und vor allem Insektenlarven ernährt. Also der macht noch nicht grosse Jagd auf Kleinfisch. Das ist ja der erste, wenn er grösser ist. Genau. Ich habe da noch ein bisschen von der Ökologie her, Habitat. Unbedingt. Sie besitzen eigentlich, also finden tun wir es eigentlich in allen Schweizer Gewässern in dem Sinn. Also ich habe es jetzt einfach wirklich auf die Schweiz bezogen. Ob Seen, Flüsse, Stauseen, Kanäle oder Hafenanlagen. Besonders in den Hafenanlagen sind sie sehr gern befischt. Die bevorzugten Bereiche, das habe ich relativ spannend gefunden. Also man trifft es auch überall im See an. Man trifft es nicht nur an den Krautfeldern oder Schilfkanten, sondern auch an den Steinpackungen, unter Wasserbergen, Tiefenkanten oder Hafenbecken. Also wirklich komplett überall. Haben eine Möglichkeit. Ist sicher, ich sage es mal im Freiwasser, pelagisch Egli fischen ist sicher schwierig und wahrscheinlich sehr sinnfrei, aber die Möglichkeit besteht. Und das Egli ist ja sehr wichtig für unser Ökosystem in den Schweizer Gewässern, weil es ist sehr ein wichtiger Raubfisch. Es reguliert den Kleinfischbestand und gleichzeitig ist es auch natürlich wiederum Beute für Hecht oder Wels. Oder dort, wo vorhanden hat, Zander. Sehr, sehr spannend. Das Egli ist eigentlich sehr ein wichtiger Fisch, was das angeht. Gefressen werden, oder? Ja, es ist effektiv so. Ja. Ja, du hast eigentlich alles gesagt, was ich da auch so notiert habe. Du hast gesagt, dass Grosstiere eher Einzelgänger sind, gell? Ja. Gut. Meinte ich es. Ja. Und sonst hätte ich es noch vorgehabt. Ja, und irgendwo. Genau. Eben so, ich habe noch ein bisschen geschaut, hey, so Verbreitung, wo gibt es denn überall, jetzt nicht nur in der Schweiz, eben so Deutschland, Österreich, Frankreich, Skandinavien und Osteuropa. Ja. Und das wäre es eigentlich gewesen, was es irgendwie dann überall so gibt. Also der klassische Flussbarsch. Genau, ja. Eigentlich. Eben so USA gibt es halt den Bäs, der dort sehr verbreitet ist. Asien auch nicht wirklich. Irgendwie. Ist auch eher Bäslastig, oder? Genau. Also es gibt ihn wirklich eigentlich nur da in der näheren Umgebung sozusagen. Ja. Ist halt der europäische, gell? Ja, aber spannend. Ich meine, zum Beispiel bei uns gibt es ja auch Bäs, wo Gewässer vorkommt, zum Beispiel im Tessin. Gut, der ist von Italien übergewandert, aber dann, weißt du, so... Ja. Oder halt im Waldeckersee, oder, wo der Bäs ja vorkommt. Sag jetzt. Pfäffikensee übrigens auch. Genau. Yes. Hast du, was ich nicht herausgefunden habe, ich droppe jetzt das einfach da nochmal rein, warum heisst der Egli bei uns Egli? Nein, habe ich gar nicht recherchiert. Nicht? Nein. Ich habe die Frage und ich habe es nicht herausgefunden. Also wenn das jemand weiss, bitte unbedingt in die Kommentare. Ich habe jetzt Google, Chat, GPT gefragt, in der Community gefragt. Ja. Niemand weiss ja so der Egli. Warum es Egli heisst und nicht Barsch bei uns. Genau, warum heisst es nicht bei uns Barsch? Und ja, im Englischen ist es Perch. Ja. Also auch nicht irgendwie... Ja, aber es ist Barsch abgewandt. Perch, Barsch. Ja, genau, ja. So ein warum sagen wir dann wieder Egli? Ja. Egli, das Egli. Das Egli. Yes. Das Fressverhalten bzw. natürliche Nahrung hast du schon eher gesagt, dass im Larvenstadium sich Zooplankton und Wasserflöhe. Genau. Je grösser es werden, wird auch die Grösse von der Köder oder beziehungsweise von der Nahrung immer grösser. Das heisst, kleine Egli, also Jungegli, die essen auch Larven, Eintagsflüge und kleine Krebs. Die Erwachsenen, die essen dann Fisch, also Lauben, Rotaugen, Felchenbrut, Groppen, Stichling und natürlich dann auch andere Egli. Und Grossegli, die essen durch grosse Weissfische
Auch Krebsen, natürlich. Krebsen essen sie permanent ein bisschen durch. Oder? Und ich habe noch ein bisschen so auf die 4 Jahreszeiten. Ich auch. Du auch? Yes. Eben, dass so ein bisschen im Frühling, eben dann tut sich der Egli innen so ein bisschen auf den Boden orientieren, so Insektenlarven, kleine Fische, die am Boden unten sind. Fischleich. Fischleich, genau. Im Sommer sind wir dann so... Und dann, meine Damen und Herren, die zuhören, dann sind Finesse-Köder oft unschlagbar. Jawohl. Einfach so geschwind. Haben ich nachher noch eine Rubrik mit Okay. Köder und Ruten? Weil bei und mir so ist das eben so ein bisschen zusammen da. Ich habe das so ein bisschen zusammengefasst. Okay. Weil anhand von der Nahrung kannst du ja auch den Köder... Also, Ja, wir können ja nachher Ja. dann sonst überall in den Köder... Yes. Oh nein, wir haben noch leicht. Wir haben noch leicht. ich Ja, schiesse mach es mal. da sonst immer rein. Ist gut? Was denn? Eben mit dem Köder. Einfach so ein bisschen... Nein, das kannst du Also nachher beim gut. Köder bringen. Also gut. Gut, dann im Sommer haben wir Jungfisch, Insekten und Krebs. Ja. Und im Herbst sind wir dann wieder bei mehr Fischbeute und halt einfach alles, was Fettreserven kannst du aufbauen. Ja. Ich glaube, dort knallt er sich alles rein. Genau. Im Winter ist der Egli weniger aktiv. Er ist auch ein bisschen, was ein bisschen einfach am Boden rumkriecht. Kleine Fischchen, aber eher inaktiv. Sagt man der Egli oder das Egli? Das Egli, oder? Ich weiß es nicht. Ich hätte auch gesagt, das Egli. Das Egli, oder? Ja. Eben, wie gesagt, ich würde bei Ja, Barsch ja. bleiben, dann wären wir bei korrekten. Yes. Yes. Das Schöne ist ja im Sommer mit diesen Topwater-Egli. Das Also ist brutal geil, das ja. ist dann im Sommer. Geniessen dort die Morgen- und Abendstunden auf dem Wasser oder am Wasser und schauen dann mit dem Rauben zu. Ich habe das noch nicht manchmal gemacht. Ich weiss es von Schweden her und dort sind dann überall 40 plus am Jagen gewesen, und das ist dann brutal geil. Wenn du dann die Huren Möcke siehst, wie es dort die Flossen spannen oben durch. Wenn sie reinklopfen auf so ein Top-Waterbait. Ja, da habe ich aber noch kein Topwater gefischt. Aber ja, ja, absolut. Dann hätte ich noch Laichverhalten. Ja, ich habe zuerst allgemein noch das Verhalten in den Schweizer Gewässern, so ein bisschen von den Tiefen her. Ja, mach. Und zwar findet ihr eigentlich die Egli im Frühling vielfach so ein bisschen 1 bis 5 Meter in der Nähe von Schilf, im Flachwasser rein, weil die ganze Erwärmung treibt die Fische ans Ufer rein. Und im Sommer sind sie am Morgen meistens auch relativ flach, tagsüber gehen sie dann runter, weil es wärmer wird. Und dann sind die grösseren Fische auch oft im pelagischen Wasser rein, also im Mittelwasser rein. Besonders am Zürichsee ist das sehr typisch, dass die runtergehen. Dann im Herbst sind sie extrem aktiv, sind sie auf 3 bis 12 Meter, kann man es sehr gut überall ein bisschen erreichen. Häufig über dem Freiwasser. Und das ist dann eigentlich auch so ein bisschen die beste Zeit für Grossegli. Herbst und Vorlaichzeit. Ja. Ist so ein bisschen, das sind so die 2 Hauptzeiten, sage ich jetzt einmal. Ja. Im Winter sind sie dann relativ tief, weil sie suchen aus stabilem Wasser. Und dort ist halt eine langsame Köderführung auch entscheidend. Aber ich lege euch da ans Herz, fischt, wenn ihr das Egli releasen im Winter, nicht unter 10 Meter. Also allgemein Egli, ja, ich sage jetzt 10, vielleicht 12 Meter maximal, hätte ich jetzt gesagt. Ich kenne es vom Felchenfischen, wenn du auf 20 Meter bist und du hast kleine Egli dran. Und das sind Luftballone, also die kotzen die Schwimmblasen raus. Und es tut einfach weh, so einen Fisch so zu sehen. Ja, genau. Ja, für die jetzt vielleicht noch nie einen Egli gefangen haben und da zulassen, ich würde sagen, der Sommer, jetzt Juni Ja, absolut. bis Ende August, September vielleicht auch noch, Ja. ist eine gute Zeit zum Ja. Egli. Ja. So quasi einfach können zu fangen. Also Ich finde vor so, für Herbst, ja, wie du gesagt hast, Grossfisch, musst du auch wieder ein bisschen Skills mitbringen. Und Frühling halt auch Ja. mit der Finesse-Rick, Ja. musst halt auch ein bisschen Skills noch ein bisschen haben. Absolut. Aber ich sage jetzt gerade so Juli, August, Morgen und Abend, nutzt die Zeit, gehen das Wasser und dann wird es sicher ein Segel geben. Weil zu den Ködern kommen wir ja nachher noch. Also, der Egli, der leicht im Frühling. Der Egli, du sagst der Egli. Der Egli, das Egli. Der Egli. Der Egli. Ist ja wurscht, das Egli leicht im Frühling, März jetzt. bis Mai. Er tut so lange Laichbänder machen, sagt man dem. So gallenartig, Genau. genau. Er leitet seine Eier in Pflanzen oder in Äste ab. Und genau darum tun viele Vereinsgewässer Christbäume rein. Finde ich eine gute Sache. Ja. Mega. Genau, und wichtig zu sagen, der Egli macht keine Brutpflege. Also wenn der abgeleicht hat, macht er ADMSI Ja. und ist weg, wie zum Beispiel der Zander, der bewacht ja sein Nestchen. Aber das werden wir dann hören, wenn wir die Zander-Folge machen, wie er das macht.
Eier, technisch. Habe ich nichts dazu. Wie viele Eier leidet das Weibli ab? Was denkst du? Ein grosses Weibli? Mehrere 100? Keine Ahnung. Wir haben doch gemerkt in der letzten Episode, ich bin so schlecht im Schätzen. Über 300'000 Eier. 300'000? Mhm. Ei. Ja. Und davor Circa, arbeiten sie wie viel? circa. Ja, das ist das andere. Das werden relativ wenig sein wahrscheinlich. Gut, eben, aber aber ja. sie werden auch gefressen. Also, Genau, es ist ja nicht nur, dass es Egli gibt, sondern dass es auch Nahrung für andere ja, richtig. Ja. Hey, von mir aus gesehen hast du eigentlich alles gesagt zum Leichen. Habe ich eigentlich nichts mehr. Hast du die Wassertemperatur auch gesagt? Sorry. Nein. Circa 7 bis 14 Grad Wassertemperatur, je nach Gewässer, je nach Ortschaft, beziehungsweise je nach Höhe Ist und noch- allem. Ist noch ordentlich warm, hä? Ja. Hey, dann wäre ich bei den Rekord. Ja. Hast du Nein. sonst nicht Den Rekord gut? habe ich keinen. Gut, also der Weltrekord steht jetzt da keine Grösse, aber vom Gewicht her ist 3,75 Kilogramm in Finnland. Du, ich bin jetzt nicht so viel. Nein, habe ich jetzt auch Also- gesagt, das ist jetzt nicht so... Nein. Ja, was ist das etwa? Also 50-jährige? Nein, vielleicht das ist schon ein ein bisschen mehr. Ja, wahrscheinlich bis so 2,53. Schon, meinst du schon? Ja. Ja, aber irgendwo um die Aber es 50. dunkelt mir jetzt nicht so viel. So. Nein, ist jetzt nicht so schwer. Ich habe gemeint, der Weltrekord liegt irgendwo bei 6 Kilo. Also müssen wir jetzt noch mal schnell googlen, aber... Also, Das nein, ist das, was hätte bei ich mir jetzt aufgefallen erwartet. ist. So. 6 Kilo Egli. Ja, schwer. 6 Kilo. Kannst du dich erinnern, wo dein Kind 6 Kilo war? Nein, ist schon lange her. Ich bin schnell schwer geworden. Gibt's Vor allem extra ist es lustig, dass du Weltrekord sagst, wenn es es eh nur in Europa gibt. 7 Kilo. Ah ja. Für einen Flussbarsch Wo? wird offiziell nicht einheitlich vom IGFA geführt, aber der absolute historische Rekord stammt aus Europa und dem Jahr 1944. Gewicht 7 Kilo, Fänger unbekannt, Gewässer Edersee, Deutschland. In der modernen Zeit und in offiziellen Rekordlisten von Angelmagazinen wie Fisch und Fang und Verbände gilt Vogelfänger als absolut Weltrekord. International, ein schwedischer Ausnahmefisch brachte unglaublich 3,55, teilweise mit 3,375. Notiert gigantische Länge 60 bis 61,5 cm. In der Schweiz 2, der Schweizer Allzeitrekord liegt aktuell bei einem kapitalen Barsch von 49 cm und einem Gewicht von 2,36 Kilo. Ja genau, wahrscheinlich. Ja, aber ich würde mich nicht erstaunen, wenn die um die 6 Kilo wären, ehrlich gesagt. Ja gut, da steht ja der 7 Ja. Kilo. Ja. Aber halt 1944, ob Die das Frage so ist, ja, richtig gemessen wurde. Ist. ja, und ob das ein Egli ist, wie wir es kennen. Und, ja, aber nichtsdestotrotz, ja. Hey, dann habe ich mir einfach noch bei der Weltrekord aufgeschrieben, hey, wenn bei uns im Zürichsee oder allgemein in der Schweiz ein Egli ab 45 fängst, ist das schon ein Ausnahmefisch. Ja, man so- habe ich auch gelesen, ja. Also habe ich schon einen Ausnahmefisch das Jahr gefangen. Du hast schon Geil. einen Ausnahmefisch gefangen. Ja. Top, habe ich mein Ziel erreicht, pro Jahr einen Ausnahmefisch. Ich kann aufhören fischen für das Jahr. Hey, und ich fände es wirklich super spannend, wenn irgendjemand wüsste, warum wir Egli sagen. Ja, mega. Das wäre wirklich... Dann würde ich zu der Ausrüstung kommen. Wie kann man denn so einen Egli fangen? Okay. Bist du ready? Wo Yes. willst du anfangen? Bei Köder oder bei der Rute? Hey, ich kann nur zu Köder etwas sagen. Okay. Rute, also nein, ich kann auch zu Ruten etwas sagen, aber da bin ich halt nicht so gewieft, sage ich jetzt mal. Gut, also, wir fangen mal an bei der Rute. So eine normale Spinnerrute würde ich jetzt so sagen, ja, es ist so ungefähr 1,8 bis 2,40 Meter, so eine Route. Ist dann schon eher lang, 2,40. Ja, es kommt der Fall vom Boot oder vom Ufer, gell? Logisch, aber ich gehe jetzt davon aus, der normale Otto vom Ufer aus angelt, oder? Ja, aber da kannst du auch bis 2,70 gehen, hätte ich jetzt gesagt. Ja, das ist dann schon ein langes Ding für einen Egli. Ja, hast recht. Dann haben wir ein Wurfgewicht so irgendwo zwischen 3 bis 15 Gramm oder ich finde fast für einen Anfänger 5 bis 20 Ja, Gramm. hätte ich jetzt auch Dann gesagt, ja. Dann hast du ein bisschen alles abdeckt, Ja. was kannst du so ein bisschen Ja. werfen. Ja, absolut. Dann haben wir eben Stationärrollen, so Grösse zwischen 1000 und 2500. Ja, würde ich auch nicht grösser gehen. Gell, so. Ja. 1000 ist schon fast ein bisschen spezifisch, habe ich das Gefühl. Also ich würde eher so 2, Ja, 2'500 ist oder so. Eben, dann rührst du halt schon bei den 1000er rührst du halt schon eher
Dreigammige Köder. Und Ja, schauen. so ein bisschen, ja, bist du eher im Finesse. Genau. Dann geflochtene Schnur. Mhm. 0. Ja, das ist jetzt auch wieder schwierig. Ich finde so 0,06er bis 0,10er. Ja, finde ich So fair. irgendwo. Finde ich fair, ja. Dort zwischen rein. Ja. Ich habe vor allem meine Nägelrute habe ich 0,08. Ich auch, ja. Einfach ist so ein Mittelmaß für mich. Ich fische sie zum Teil. Nein, stimmt nicht, ich kann nicht auffallen. Ich habe auch ein 0,10 drauf. Mhm. Einfach um noch ein bisschen mehr Stabilität zu haben, falls gleich noch ein Hecht einsteigt. Obwohl, ich muss sagen, bis jetzt ich habe nie einen Schnurrbruch gehabt mit 0,08. Nein, Also- Schnurrbruch nicht. Ja. Dann als Vorfach, wie ich euch da das Fluorcarbon empfehle, dort auch ein 0,20er bis 0,30er höher würde ich jetzt nicht. Da bei uns jetzt da in Ich der finde Schweiz. es noch spannend. Ich bin bevor ich auf Holland bin ich noch 30 fischen und dann hat ein Kollege von mir hat einen mitgenommen, der hat schon ewig lang nicht mehr gefischt. Und der hat gesagt, ja, eben das Vorfach ja immer schwächer als die Hauptschnur. Das lernst du im Sana. Ja. Und Weiss zwar ich aus schon dem gar nicht. simplen Grund, dass wenn etwas reisst, dass nicht die Hauptschnur reisst. Ja. Jetzt, wenn ich denke, habe ich bei mir überlegt, dachte ich mache das glaube nie. Nein. Ich fische noch mein 30er Fluo im Fluss, einfach wegen dem Abrieb. Ja. Und ich habe einen 008er drauf. Was hat die 008er? Wie viel Kilo? Keine Ahnung, 6 Kilo. Mhm. Nicht jetzt gesagt. Und das 30er Fluo? Ich weiß es im Fall nicht. Keine Ahnung. Mehr? Ich glaube schon, oder? Wir googeln. Ich weiß wirklich nicht. Aber ich habe mir nie so Gedanken gemacht. Nein, bis Also- jetzt du die Frage gestellt hast. Ist es wirklich etwas, wo ich muss sagen, ich tue es den Handgelenk mal Pi. Fluorocarbon. So, da. Ich tue mich jetzt an dem vom Edgefish orientieren, weil ich habe ja nur das vom Edgefish. Und das 0,30er, ja gut, okay, 4,5 Kilo. Fair, ich bin safe. Ja, aber nur wenn du das 30er drauf tust. Ja, mit dem 39er wäre ich nicht mehr safe. Das hat 7,5 Kilo. Aber was hat die Schnur? Bei einem 0,08 5 Kilo. Wow, ich bin hart am Limit, 4,5, 5 Kilo. Ja, aber das stimmt, Ja. das kannst du auch nicht so sagen. Nein, ich glaube eben auch. Eben, das ist für mich so ein bisschen... Es würde keinen Sinn machen, wenn ich aufs 0,8 würde ein 1 mm Hardmono drauf tun. Das wäre sehr unstimmig. Ja. Das wäre sehr unstimmig. Weil so eine leichte Hauptschnur auf Hecht fischen, weil es nur... Also ein 1 mm Hardmono ist für mich Hecht. Das macht null Sinn. So. Ja, und eben, es kommt auch ein bisschen auf den Gewässertyp drauf an beim Fluo. Also, Ja, absolut. wenn du weißt, du hast viel Muschelbank, viel Stein, wo vielleicht Ja. mal einen Hänger hast oder so, Ja. du hast jetzt nicht gerade das 0,20er her. Was ich jetzt eben gelernt habe in Holland, ist, dass du bei einem Sea-Rig habe ich den Teil, wo ich an die Hauptschnur anknüpfe, habe ich ein 0,39er gehabt. Und der Teil von der vom Haken bis zum Blei, das was eigentlich der schwebende Teil ausmacht, habe ich ein 0,18 gehabt. Ja. Und zwar aus dem simplen Grund, mit dem Teil bist du praktisch nie in der Muschel. Weil es gar nicht runterkommt. Oder? Ja. Das tust du praktisch nur oben durchziehen. Ja, aber der kommt auch wieder darauf an, wie du als Searig fischst. Auch wenn du es schleifst. Er kommt nicht runter. Du tust es praktisch... Nein, weil es treibt immer ein bisschen auf. Okay. Du tust es praktisch nur oben durchziehen. Und selbst wenn, dann ist der Bait vielleicht geschwind ein bisschen, weil du hast ja noch den Haken. Der hebt dann das Ding ab Grund. Okay. Ja. So habe ich Sehr gefischt und es hat funktioniert. Ich habe 2 Jägel gefangen, wow. Dann kommen wir ein bisschen zu den Cracks, vielleicht zu den Baitcaster-Fischen, wenn jemand mal noch will. Auf Egli mit Baitcaster-Fisch, was ich sehr kann empfehlen kann. Dort von der Routenlänge sind wir auch bei 1,8 bis 2,2. So Wurfgewicht 5 bis 20 Gramm für ich sage jetzt, ich rede jetzt für Einsteiger. Mhm. Alle Top-Cracks, Freaks, die wissen selber, es geht natürlich noch viel nässiger oder noch Finde viel ich aber stärker. heavy. Baitcaster für Einsteiger finde ich Hut ab. Ich kann auch mit Baitcaster. Also es ist möglich. Beim Egli. Ja, natürlich Ja, ist es ja. möglich. Natürlich ist es möglich. Ich habe auch, meine erste Baitcast-Route war eine leichte, ist also 7 bis 28 Gramm. Aber gleich, ich finde es gleich
also wenn ihr einsteigt mit Baitcast, geht piken und geht nicht Häkchen fischen. Macht einiges einfacher. Ja, außer ihr fühlt euch wohl und probiert es. Ja, natürlich. Ja, aber ich lege es einfach ans Herz so für den da mitspielt. So. Ja. Genau. Dann bei der Rolle ist es eher so ein bisschen eben, schaut, dass es BFS ist, also Bait Finesse. Was lachst jetzt du so? Habe ich nie gefischt? Ja, du kannst nicht mitreden, natürlich. Ja, nein, habe ich jetzt wirklich nie gefischt. Dort würde ich wirklich so Bait Finesse Rolle nehmen. Schaut drauf. Eben, ich schwöre auf Shimano oder Taiwan. Ja. Von der Taiwan, was hast du für dich? Dort habe ich die SV Light. Ja. Ja. Also Und die kannst du vergleichen mit Curado, Aldebaran? Preisklasse oder Können und Preisklasse, beidem. So ein das Gesamtfazit. Ich kenne Taiwan praktisch nicht. Ich habe glaube keine einzige... Nein, Aldebaran bist schon eher bei einer, sagen wir schnell, bei einer Taiwan, dem TV-System. Ah fuck, wie heisst es? Ist das dies? Steeds, genau. Ja. Du bist eher in dem Bereich. Ja. Also schon eher... Gut, SV Light ist der Vorgänger von den Steeds. Ja. Also der Toshinamik hat die gemacht, bevor dann Steeds rausgekommen ist. Okay. Darum ist es also ja. Ja. Ist noch bezahlbar, finde ich jetzt, der SV Light. Was kostet die? Roundabout? So zwei umeinander. 200 Stutz? Ja. Ah ja, easy. Eben ja, ich glaube, ja. Was kostet Aldebaran? Die kostet einiges mehr. Vor Ja, 600 Stutz. Eben ja, irgendwo dort würde ich auch Hätte ich sagen. jetzt auch gesagt, ne? Ja. Okay. Ja, spannend, ja. Nein, ich habe keine einzige Taiwan Baitcaster. Dann so Schnur, auch da 006er bis 010er. Kannst du unterschreiben, aber du kannst ja nicht mitreden. Hast du vierfach oder fischst du Fluo? Ich fische vierfach, ja. Vierfach? Nein, Fluo, ich habe ihn jetzt noch nie ausprobiert. Habe ich mich nicht. Ja. Ich habe gehört, dass Swimbait-Fische zum Beispiel mit Fluo viel geiler sind. Wirklich? Ja. Okay. Aber ich will noch ein bisschen Dehnung drin haben. Ja. Ich habe alles 8-fach geflochten. Ja. Bei mir auf der Baitcaster. Und ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass ich mehr Backlashes rühre als jemand anderes, der vierfach geflochten ist. Ja. Ja. Aber ich bin ja ein verdammter Profi. Ja, ja, wenn die ganze Baitcaster fischst, ich meine, eben, wie die Challenge rühren Backlash, ja, hure schwierig, wenn du gelernt hast, wie du das kannst verhindern. Ah nein, ich kann dir gerne einen Backlash rühren. Ja, ja, okay, das bringst du gut, schon. nein. Ja. Aber den kannst du nicht unter 5 Minuten lösen. Dann auch dort, Fluo ist genau gleich wie bei der Station. Das heißt also Ja. nochmal 0,20 bis 0,30 Ja, mache ich gar nicht. als Vorfach, ja. Genau. Ja. Kommt auch darauf an, welches Rig das er fischt. Da kommen wir noch ein bisschen später dazu. Dann, wäre ich eigentlich schon bei den Rigs, Ja, wo du auch könntest mitreden. Ich habe so genau. die 3, 4, wo ich würde sagen, kann man so fischen oder fische ich gerne. Das ist zum Beispiel der klassische Chick Head. Ja. Also Gummifischli, Krebsli einfach am Chick Head aufgezogen. Ist sicher auch ein Rig, wo alle können. Oder alle fischen. Ja. Klassisch Chicken ist... Kennt jeder. Also eben. Ich habe es ein bisschen unterteilt in Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Das habe ich natürlich nicht gemacht. Okay. Weil ich finde, zum Beispiel gerade das Free Rig ist ein Rig, das du alle Jahre, das ganze Jahr kannst fischen. Wenn wir schon beim nächsten Rig sind, das ist mein absoluter Favorite, 0 plus Ultra, das Free Rig. Das ist so am Offside-Haken mit einem Stabplay, wo freilaufend ist auf deinem Vorfach. Hast natürlich den Vorteil, dass wenn du im Kraut fischst, das Krautfei kannst fischen, kommst gut durch die Pflanzen durch und halt das Play, also Stabplay sinkt ja runter und der Köder geht dann erst langsam hinten rein und meistens... Ist eigentlich wie ein Carolina Rig? Genau, ja. Nur hast du nicht den Abstandhalter dazwischen. Genau, nicht. Hast einfach den Free Fall mehr als beim Carolina. Carolina tust du auch gerne schleifen oder einfach kratzen. Genau. Da wären wir schon beim nächsten. Genau. Was darfst du sagen? Das Carolina Rig ist sehr effizient. Also, das kannst du einfach sehr vielfältig führen. Also, du kannst, ich kenne Leute, die ziehen das wirklich durchs Mittelwasser durch. Und die Degli bleiben kleben dort. Habe ich auch schon so am Greifensee gefangen, brutal. Und es gibt Leute, die fischen das am Boden, die tun das wie jiggen, zweimal anjiggen, über die Route oder auch über die Rolle. Oder halt einfach wirklich ausrühren, sinken lassen und dann einfach mit der Ruderspitze geschwind tack, warten, tack, warten. Oder einfach ausrühren, sinken lassen und dann über die Route einfach die Route nach rechts bewegen oder nach links, schleifen und nachher
die lose Schnur einholen, mit der Route wieder retour und kurbeln und dann wieder einfach ziehen. Einfach, ja, so ein bisschen, wie wenn du permanent mit der Rolle langsam wirst einkurbeln, aber halt über die Route animiert. Und so hast du immer wieder Pause dazwischen, das heisst, der Bait, der zieht sich schön am Grund nach, der kommt ein bisschen rauf, der hat ein bisschen Auftrieb, jeder Gummiköder, ausser du hängst so einen 5-Inch-Schlarpen dran natürlich, aber die Finesse-Baits, die haben immer ein bisschen Auftrieb, die gehen wieder ein bisschen rauf und taumeln jetzt wieder langsam runter. Und gerade bei den Krebsen bewegt sich vielfach so fort, also wenn du Krebs dran hast, macht das durchaus Sinn zum Schleifen oder auch zum geschwind ein bisschen klöpfeln, sage ich dem, so ein bisschen leichte Twitches über die Rutenspitze geben. Genau. Das haben wir jetzt gerade, hast du jetzt schön erklärt beim Caroline, das haben wir vielleicht jetzt gerade beim Freerig verpasst, wie man es führt. Eben dort mache ich es manchmal so, es gibt Tage, da chicke ich es wirklich fast schon hart an, dass wirklich das Play aufspickt und wieder runtergeht. Oder auch schleifen, so wie es du jetzt gerade beim Carolina Rig erklärt hast. Oder halt wirklich auch, wie du jetzt auch gesagt hast, so ganz kleine Schläge in die Rutenspitze, nur so auf, wieder runter, geht das Play. Also, so leichte Chicks eigentlich. Ja. Absolut. Das wäre eigentlich Dropshot, ist auch noch ein Finesse-Rig. Genau, ich habe mir das Dropshot aufgeschrieben, obwohl ich es nicht gerne fische. Ich habe noch einen seltenen Fangerfolg aufs Dropshot. Viele Leute schwören aufs Dropshot. In Holland habe ich Zander gefangen mit Dropshot. Ja. Und ich habe an der Reuss auch schon Egli gefangen mit Dropshot. Mein letztes Egli, das ich an der Reuss gefangen habe ich auch mit Dropshot gefangen, mit dem Wormius. Haben wir da auch noch einen Toppis erwähnt. Hey, auch das Dropshot, hure einfache Montage, finde ich, zum machen. Den Haken da, du den Loop drehen. Ja. Schon haben wir ein Dropshot. Fein. Wieder ein Stabplay oder halt auch Spearplay, genau, danke. Genau. Und der Effekt ist ja, dass dann, du hast einen gewissen Abstand zu deinem Play. Ja. Oder zu deinem Tungsten. Zu deinem Gewicht am Grund. Genau. Ja. Zum Haken. Und es ist eigentlich frei, dass der Köder frei schwebend ist, so je nach Wunsch halt von der, wo du den Fisch vermutest. Genau. Und vor allem, du kannst es extrem lang in der Hot Zone positionieren. Ja. Das ist vor allem, ich glaube, das ist so ein der schlagende Aspekt vom Dropshot. Ein Jig, den ziehst du jiggst durch. Das Free Rig ja auch. Ja, ziehst du auch eher rein. Und das Dropshot, das kannst du wirklich rausrühren und du kannst es an Ort und Stelle stehen lassen und einfach so ein bisschen in die lose Schnur rein, ein bisschen vibrieren und das gibt enorme Vibrationen am Köder. Also wenn ihr mal Dropshot fischt, tut den Bait vor euch ins Wasser, schaut, dass das Play am Boden ist und dann tun wir ganz fein einfach in die lose Schnur rein, einfach ganz fein ein bisschen wippen mit dem Spitz. Und der Bait bewegt sich sofort mit dem Tail. Das ist sehr fast ein aggressives Rig, je nachdem wie man es führt. Wenn ich so willst. Also er hat sehr einen actionreichen Köder dann, auch wenn es ein V-Tail ist oder ein Pintail. Aber es kann sehr effektiv sein. Ich meine, schaut Folge YPC letztes Jahr, ich meine, der Roman Jakut. Genau. Jakut hat hure gut mit dem Skeletonis gefangen am Dropshot. Ja. Der Ton von Hammer, glaube ich, auch von der Brücke seine Zander. Ja, ich meine, auch mit Dropshot. Glaub, ja. Also eigentlich ein effektives Rig. Nur ich kann nicht so Fanglück mit dem. Ja. Wie zum Beispiel mit einem Free Rig. Aber ja. Ja. Dann habe ich noch. Nein, dann habe ich nichts mehr. Das sind so die Rigs, die ich mir aufgeschrieben habe. So ich habe noch weitere Rigs. Ich habe noch Net-Rig zum Beispiel. Ja, fischt, aber bei uns, glaube ich, in der Schweiz selten. Selten. Ich habe auch wenig Fangerfolg gehabt, das Net-Rig. Ich habe Hecht habe ich gefangen drauf. Ich habe Alette gefangen, aber noch kein Segli. Aber hörst du jetzt aus der Szene, dass viel mit Net-Rig fischst? Wenn ich mit Leuten rede und sage, hey, Net-Rig, dann höre ich etwa die, ja, habe ich auch schon gefangen. Aber ist jetzt nicht so das Rig. Es ist ja mehr im Frühling träge, weil du kannst an Ort und Stelle einfach stehen lassen und durch das, dass er so einen abgeflachten Kopf hat, der Jig hat, dann steht der Bait wirklich auf. Und ich sage jetzt, mit einem Paddle-Tail, du musst fast einen auftreibenden Köder haben. Also wenn ich jetzt den Wormius dran hänge, dann bambelt in der Strömung. Auch wenn ich im See fische, und dort hast du nicht viel Strömung, du hast mehr in den Wellengang. Und der bambelt wirklich sehr verführerisch hin und her. Ich habe es selten im See gebraucht, ich habe es vielfach in der Reuss gebraucht. Und ich habe dort, Biss habe ich schon ein paar gehabt, aber verwertet habe ich einen Alette und einen Hecht. Ja, ich finde es nice, das Rig, es gefällt mir. Ich fische es aber durchaus zu wenig. Ja, habe ich auch so. Dann habe ich noch eine Anmerkung, Dart Jig. Auch sehr geil, habe ich auch in Holland wieder gefangen. Wir sind am Fischen unter einer Brücke und da hat der andere gesagt, Dart Jig läuft da nicht, der Guide. Der Dude, den wir dabei hatten, da habe ich gesagt, wait, I show you. Ich habe ein Segli gefangen. Nicht das grösste, was ist es? Vielleicht das 30er, Mitte 30er Segli. Ist aber das einzige gewesen nachher. Einen Zanderbiss hatte ich noch gehabt, gehe ich davon aus.
Einfach eine Annahme. Ja. In der Schweiz habe ich auch schon gefangen mit dem Dartjig. Der Robin hat mir das auch gezeigt mit dem Dartjig. Er hat mich abgezogen, als ich mit ihm am Fischen war. Er hat 2 Brachsmen gefangen und ein Segli doch noch. Also Dartjig habe ich schon wirklich auch im Herbst sehr gute Fangerfolge gehabt, wirklich. Ja. Jetzt mal noch gespannt auf den Doppeldart, den habe ich noch nie ausprobiert. Ich auch nicht. Ich habe ihn mitgenommen auf Holland, aber ich habe ihn nicht gefischt. Ja. Dann gibt es natürlich noch Topwater. Ja. Es gibt noch Spintails, also Spinjigs in dem Sinn, die auch sehr effektiv sind. Mit Spinjigs ich habe immer gesagt, Spinjig ist Cheaten, weil du fängst ein Hecht und du fängst brutal viel Egli. Cranks sind nicht zu unterschätzen, finde ich, sind fast ein bisschen underrated mittlerweile. Ein Crank auf Egli, auch gerade im Zürichsee, zum über den Grund zu ziehen, wenn du einen Deep Diver hast und du bist 4 Meter und du schlägst den über den Grund, da die Egli kommen, das weiss ich, aber sie müssen auch auf dieser Tiefe stehen. Du musst wissen, dass sie auf dieser Tiefe stehen. Twitchbaits, ist immer wieder, die kleinen aber, so die 5-7 cm so. Was ich gar nicht kann, damit, also nein, wir kommen zuerst zu etwas anderem, Chatterbaits, immer wieder ein Thema, die kleinen 3,5-5 Gramm Chatterbaits für Aufhegli, kommen immer wieder Hecht drauf. Und was ich gar nicht kann damit anfangen, sind 2 Köder. Der noch einigermaßen vertretbar ist, ein Spinnerbait. Finde ich. Weil, keine Ahnung, einfach rein von der Form her und so weiter und so fort und vom Führen her und etc. Aber Blade, so ein Metal Jig, wenn du so willst. Vibration Bait. Oder Vibration Blade. Ich kann so nichts damit anfangen. Das ist für mich ein Köder. Wenn mir der einen schenkt, sage ich, danke vielmals, landet vielleicht in der Köderkiste, aber der wird vielleicht alle Schaltjahre einmal gefischt. Ja, ich habe jetzt auch noch nie in der Verzweiflung. Ja. Nein, nicht mal aber sonst, nein, das ist für mich ein Köder. Ich habe jetzt in Holland einmal dran gehabt. Und das war aber noch, wir sind an der Boje gsi, wir mussten hart an die Boje rühren und es hat mich so nicht gerochen, hätte ich den liegen lassen. Einfach rein wegen dem. Yes. Das wäre eigentlich das. Hey, dann haben wir, wenn wir jetzt, ich bin davon ausgegangen auf Top 4. Okay, sorry. Aber dann gibt es ja, wenn wir schon dran sind, noch bei Köder aufzählen, dann gibt es noch ein Skirt. Nicht squirted. Genau, so Skirt. Ja, habe ich einmal dabei, fische aber auch viel zu wenig. Jetzt ich praktisch nie. Hat mir auch schon Egli gebracht, aber fische ich eher selten. Ich habe keine Ahnung, wie man den fischt, ob man den jiggt, ob man den schleift, ob man den ja, beides. Einfach rausrührt und gar nicht an den Snap anmacht. Kann man auch machen. Genau, ja. Der Rest hast du eigentlich alles so. Ja, ich glaube, es ist schon ziemlich alles. Ja. Es ist eben so Creature Baits, Krebs und Insekten. Ja, von der Köder her natürlich zum Draht tun ganz klar Creature Baits. Shads, Pintails, Würm. Sehr unterschätzt. Also Würm, nicht nur die echten Würmer, also ich sage jetzt mal die Naturköder, die laufen sehr gut, das ist gehauen oder gestochen, aber auch die Kunstwürmer, also jetzt, ob das Kitech ist oder ob das Toppis ist, Modells, ja. Was ich noch viel gefischt habe, eine Zeit lang, ist, wie hat das Rig geheißen? Toppis seit dem Split Rig. Ich glaube, das heisst irgendwie Chica Rig. Wo du eigentlich den Wurm einfach, du hast einen normalen Dropshot-Haken und du tust den Wurm einfach in der Mitte, tust ihn anstechen und hast so 30 cm oben dran hast du das Play. Ob das ein Split-Play ist, ein normales Playkügel, das du dran klemmst und dann rührst du ihn raus in die Strömung und tust ihn einfach so über den Grund führen. Das ist eigentlich wie ein Split-Rig, sag ich jetzt mal. Ja, wie sagst du dem, wo du noch einen Nailsinker in den Wurm rein? Ja, kannst du ja auch. Genau, ja. Das ist einfach so ein Add-on in dem Sinn. Ja. Ich habe nie einen Nailsinker da, aber ich habe so auch Sternstunden auf Egli erlebt. Einfach in der Strömung treiben lassen. Und also die mal an den Kundelfingerhof gehen, nehmen den Wurm aus, eben wie du es jetzt erklärt hast, mit Dropshot-Haken mittig auf und einen Nailsinker rein, das was ich mir so gegen abzeige, raus tun. Die kommen schon beim Absinken. Also ein-zweimal anschlagen, bumm, läuft weg. Super erfolgreich. Und du hast den Haken hast du am Schluss, also ich habe den Haken am Schluss von der Montage und das Play in der Mitte, eigentlich ähnlich wie Carolina Rig, aber also, so wie es früher eigentlich gefischt haben. Ja, für mich ist es so eine Bachmontage. Ja. Yes, genau. Das wären so die fängsten. Genau. Farben haben wir glaube ich gesagt, grün, silberbraun.
Ja, ich glaube, Farbe kannst du alles Also da kannst du alles, eingeben, glaube ich, Egli ja. ist auch je nach Gewässer ist Ist wieder unterschiedlich. Genau. Ich habe mir noch aufgeschrieben, hey, was kann man denn auch für Menüs Richtig, das habe ich gehofft auf dich, weil das habe ich eben nicht aufgeschrieben. machen für Egli? Lass mich raten, der Klassiker. Ja. Egli-Knusperli im Bierteig. Natürlich, das steht bei mir als erstes Glaube ich sofort. mit der Schweizer Flagge vorne. Ja, Also, sogar. das ist Siehst nur. der klassische Egli-Knusperli, super fein, kann ich jedem empfehlen. Wenn ihr mal Sternstunden habt auf Egli, einen nach dem anderen rausnehmt, Ja. hey, macht euch Egli-Knusperli, eure Familie liebt. Ja, absolut. Und ich glaube, dort musst du auch die Rückengröte nicht gross rausziehen, weil die vergehen in der Fritteuse. Okay. Habe ich mir sagen lassen, habe ich nie selbst ausprobiert. Okay. Dann, will ich unbedingt das Jahr auch machen, ist mal so ein Wrap. Also eigentlich, jeder kennt klassische oder auch Fajita, wo du vielleicht mit Poulet machst oder so. Und anstatt, dass du jetzt das Poulet rein tust, tust du jetzt einfach mal so ein bisschen Egli-Filets rein. Sicher auch noch sehr fein, so ein bisschen mit Gemüse, Joghurtsoße oder was auch immer ihr gerne habt, Salat. Schön zusammengerollt im Wrap. Sicher auch ein Top-Menü. Und jetzt gehen wir noch zu unseren Freunden auf England über Fish and Chips. Warum nicht mal Fish and Chips mit Egli? So gut, schönes, eigentlich ja Egli-Knusperli. Oder? Ja, gut, der klassische Schweizer wieder einen Herdöpfelsalat machen, gut, oder? Ja, gut, klar. Und dann machst du noch ein bisschen also machst du so Fries Potatoes dazu, sicher geil. Also Fish and Chips, auch mit Egli-Knusperli. Ja, absolut, why not? Genau. Und das letzte Menü, können nicht alle machen, aber geräucherte Egli sind anscheinend auch geil. So mit Brot, Meerrettichsalat, kann ich mir auch vorstellen, oder? Ja. Da kommt mir gerade Hunger rüber. Wenn Ja, ich habe es gedacht, so eine Portion Egli-Knusperli. Ja. Ich will nicht so Fisch essen, aber das gönne ich mir an mir auch, ja. Genau, also hey, wenn ihr auch noch Menüs-Vorschläge habt, unbedingt unten in die Kommentare. Ja, genau. Ich bin offen für so etwas. Ich will das Jahr eben, wenn ich jetzt dann wieder fischen und man Egli fischen, dann möchte ich mal sicher mal die Menüs ausprobieren. Jetzt eben räuchern wird noch schwierig, aber ich habe gesehen, dass man es im Grill räuchern kann. Ja, geht auch. Würde ich auch mal gerne ausprobieren. Du musst einfach den Grill dazu haben. Ja, ich habe einen super Grill jetzt. Eine richtige Maschine. Gut. Ja. Dann wären wir bei mir bei den Fun Facts. Bei mir auch. Also hau mal du deine Fun Facts raus. Ja, es sind nicht so wirkliche Fun Facts, finde ich jetzt. Also, ja, ich lache mich auch nicht kaputt. Ein Grossägli kann problemlos einen Fisch von einem Drittel von seiner eigenen Länge fressen. Finde ich noch spannend. Und untereinander sind Egli, wie schon gesagt, eigentlich sehr kannibalistisch. Die schwarzen Querstreifen dienen nicht nur zur Tarnung, sondern auch zur Kommunikation innerhalb der Schwärme. Ja. Also es kann gut möglich sein, ich habe es dann nicht genau hinterfragt, aber es kann gut möglich sein, dass anhand von diesen Stripes die Gruppenzugehörigkeit von der Schule irgendwo geleitet wird oder gegeben ist. Jagdschwärme, haben wir schon gesagt, die treiben die Kleinfische regelrecht zusammen und sie können es aber auch an die Oberfläche bringen und das ist dann das bekannte Egli-Kochen, wie man es kennt vom See. Die Egli können ihre Färbung je nach Lebensraum und Gewässer variieren. Also je dunkler das Gewässer, umso dunkler ist das Egli. Und je mehr Krebse, umso roter sind die Flossen. Je heller das Gewässer, umso schöner gezeichnet, finde ich jetzt. Umso klarer ist es. Genau. Die grössten Egli von einem See die leben oft eigentlich nicht am Ufer zu, sondern irgendwo in der Mitte von 20 bis 100 Meter im Freiwasser rein. Also eigentlich auch noch relativ spannend. Und so ein 50er-Egli aus dem Schweizer Alpensee kann älter sein als Menge Hechte in der gleichen Größe. Ist eigentlich auch fast klar für mich. Ja. Und in klaren Schweizer See jagen die Egli stärker über die Augen als über das Seitenlinienorgan und darum sind auch natürliche Farben oft erfolgreicher als Schockfarben. Ist noch wichtig beim Catchen. Und viele kapitale Egli, das habe ich spannend gefunden, viele kapitale Egli werden jedes Jahr wieder an den gleichen Gewässerstellen oder beziehungsweise unter Wasserbergen oder Felchenschwärmen gefangen. Und zwar aus dem Grund, dass die Fische mobiler sind als die Hechte, aber erstaunlich standorttreu. Ich glaube, es gibt eine First Cast TV Folge aus dem Robert Allingshausen, das auch genau sagen, dass es standorttreue Fische sind und das auch eben, das können, sie haben ja die Chip die Eglis und dann haben sie das können feststellen. Die Egli auch, nicht nur die Hechte. Ich habe nur gewusst, die Hechte haben sie mal Chip, das weiss ich.
Egli auch spannend. Hey, ich habe einen Fun-Fact, der ist jetzt auch nicht super lustig, aber den Egli können Fischschwärme kilometerweise durch den See verfolgen. Ja, crazy. Das ist schon krass. Ja, absolut. Und denkt dran, die Egli sind nicht so wie der Hecht, der an den Kanten lauert, sondern die Egli ziehen den Baitfisch nach. Ja. Das ist wichtig zu wissen. Ja, Nico, das wäre es eigentlich gewesen mit dem ja. Egli, wenn du nichts mehr hast. Nein, ich bin fertig, habe durch. Würde ich sagen, wir gehen in die nächste Rubrik Challenge. Ja, wir sind schon verdammt lang dran. Huer sicher. Yes, es geht. Gut, Challenge. Drum, weil wir schon zu lange dran sind, gibt es heute keine Challenge. Nein, Richtig? Nein, es war nicht machbar gewesen, die Challenge, Ja. aber wir haben sie fest vor. Wir sind immer noch angewiesen. Ich glaube, nach unserem letzten Aufruf haben wir Keine bekommen. keine bekommen, die wir könnten da machen. Wir brauchen unbedingt, ich glaube, Challenges sind auch viel lustiger, das haben wir nach der letzten gemerkt. Und auch so das Feedback von euch war, wenn es mal zwischen ihnen so ein Minigame eigentlich gibt. Ja, Ich glaube, wäre auch ein absolut. bisschen lustiger zum Lösen. Absolut, absolut. Schickt uns unbedingt zu Challenges. Ja, Und sonst ich vielleicht haben muss wir noch auch ein paar Ideen. Ja. Ich muss auch mal ein bisschen schauen, muss mal Chatty fragen wegen so ein paar Challenges, was wir da machen könnten. Es wäre schon noch recht nice, wäre sicher auch unterhaltsam für euch. Aber ich spiele eben gerne gegen das Publikum, gegen die Community. Ich finde es noch nice. Ja, sicher. Ich finde es wirklich noch cool. Darum haut unbedingt die Tasten, wenn ihr irgendwie Minigames habt, wo wir könnten spielen. Es kann auch nichts mit Fischen zu haben, ist auch okay, würde ich sagen. Also weißt du, muss ja nicht unbedingt Ja. Fischraten sein oder so, sondern es kann auch vielleicht mal komplett etwas anderes sein. Wir sind da wir sind eigentlich offen für Inspirationen. Vielleicht können wir es dann irgendwie ein bisschen umwälzen, ein bisschen wie, wo, was, aber let's go. Also es muss nicht unbedingt ein Bierexen sein oder so. Das Bierraten fände ich jetzt auch mal lustig. Ja, voll, das fände ich jetzt auch mal lustig, ja. Ja, einfach etwas, was wir da spielen, gerade Live-Reaction voll. haben. Voll. Das wäre super. Genau. Dann würde ich sagen, ich weiss nicht, was in der nächsten Folge kommt, Hey, Nico. ich im Fall auch nicht. Eigentlich haben wir da etwas geplant. Ja, muss Okay, ich mal schauen. wir müssen einfach noch schauen und ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Yes, aber das Und- Ziel ist eigentlich, dass wir in der nächsten Folge wieder einen Gast haben. Ich probier's. Ah ja, Ist zwar schon nächste Woche. ich wollte sagen, wird sportlich, aber in dem Fall... Ja, Nico, wir hören uns nächste Woche wieder, meine Gut. Damen und Herren. Gut, dann wünsche ich euch fischreiche Zeit und wir sind raus für heute. Ciao zusammen. Yeah. Erste Podcast in der Schweiz übers Fischen ist draussen. Eben schon Glas ins Bier rufen. Fisch verrückt, treffen sie in den Buff oder werfen im Wasser. Die nächste Folge vom Forellenkönig und ein Bär sind im Kasten. Tight Lines, Baby!